Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Hallo zusammen, ihr fragt euch sicher, wieso ich das Bild in der Hand habe. Ich weiß es auch nicht. Es geht um die neue Kategorie «Jetzt diskutieren wir». Ich finde, wir sind heutzutage in einer Gesellschaft angelangt, wo man nichts mehr sagen darf. Jeder fühlt sich gerade offended und man darf eigentlich seine Meinung oder seine Gedanken vielleicht gar nicht teilen. Sis und ich besprechen das einfach so und schauen, wie die Reaktion vom anderen ist. Vielleicht ein Fell anlegen, bevor man die Folge schaut, wenn man jemand ist, der nicht kritikfähig ist oder festgefahren ist mit seiner Meinung, ist das vielleicht nicht die richtige Plattform. Aber wir wollen damit probieren, vielleicht einen Gedankenanstoß zu geben oder Sichtweise in Betracht zu ziehen, die man bis jetzt noch nie betrachtet hat. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind soziale Tiere, wir leben vom Austausch, wir leben von der Kommunikation und das sollte uns nicht verwehrt werden. Und eben der neue Hype mit nichts darf man mehr sagen, man darf alles sagen. Man muss vielleicht Respekt haben der Meinung gegenüber und dann kann man in einen Austausch gehen. Darum lernen wir voneinander, lachen wir miteinander, diskutieren wir miteinander. Viel Spaß und wie gesagt, tut nicht alles auf die Goldwaage, sondern schaut einfach mal, was das Gespräch mit euch macht. Peace up, A-Town. Hallo, Test. Rar. Bist du am Aufnehmen? Ja. Heute bin ich ganz in Weiss angezogen. Will? Wegen Zürich. Wegen Street Parade. Wegen Street Parade? Wegen? Ich check das nicht. Ich bin schneeweiss angezogen. Ich distanziere mich an Ich dieser auch. Stelle. Von dem bist du Street Parade gewesen. Nein, ich gehe doch nicht an so Öl. Mein fetter Bauch schaut einfach raus. Fett! Ich schwöre, ich bin Can't relate. Nein. Also, schaut, Sis ist so eine Kollegin. Ich kann noch nicht. Sie kommt da rein. Hure mies. Schweigefuchs. Sis kommt da rein und sagt so, hä, was ist das? Ist das neu? Und ich habe ihr gesagt, Kollegin, die letzten 4-5 Folgen die sind schon mit dem online. Also ich habe das neu eingebaut, dass ich am Anfang so eine Karte ziehe und das mache. Und Sis, meine Kollegin, mein Fels in der Brandung, weiss das nicht mal und hockt da an und fragt, was das ist. Statement? Ich habe viel zu tun. Okay. TikTok ist beschäftigt mich mega. Ich war in der Ferien mega lang. Ja, das weiß ich. Schön gewesen? Sehr schön. Sehr schön. Brutal schön. Okay. Fett Birnen weggesoffen. Schon? Wallah, ich unterstütze es eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nicht so... Ich bin so ein Hugo. Aber ich bin nicht Jack Daniels, aber ich. Aber in der Ferien, gib ihm. Ich habe nicht gewusst, dass ich so viel trinken kann. Ja, Ist gut gewesen, aber... brutal. Es war mega schön. Es war nicht nur das, es war auch sonst Ja, mein sicher. Vater, Kolleginnen. Kolleginnen sind auch gekommen. Und ein Kollege. Ja, schön gewesen. Sehr schön, mächtig. Aber ich habe immer Verstopfungen, wenn ich in Bosnien bin. Schon, Weißt du wegen... warum? Meinst du, es ist Mehl? Also nein, man sagt zum Beispiel Fleisch. Ich meine, Gut. ihr esst ja viel Fleisch tun. Ja. Fleisch tut die Verdauung verlangsamen. Und es kann sein, wenn du viel Fleisch isst, dass deine Verdauung langsamer ist und du durch den Verstopfung Ja gut, Fleisch. Was heisst Fleisch essen? Cevape? Ja, ist ja auch Fleisch. Ist das aus Gemüse gemacht, oder? Nein, Eben. das liebe ich nicht. Also, wir sind da mit der CIS. Es gibt eigentlich ein neues Format, das wir ein bisschen machen zusammen. Ja. Es ist einfach, wir hocken jetzt da und reden darüber, es ist noch nicht gross geplant. Aber Sis und ich verstehen uns gut. Ihr habt euch mehr gewünscht. Ich habe heute einen Post gemacht. Jeder hat gesagt, mehr von euch zwei. Weißt du, was haben sie gern? Den Austausch, dass wir so offen miteinander reden, aber nicht immer die gleiche Meinung haben. Aber wir wie etwas rausziehen können vom anderen und dann ich. Sorry, nur schnell. Alles gut. Nur schnell. Schau. Und dann Beile, Julio, Flugmodus. Okay. Meine Jahre müssen warten. Spaß! Also, das ist unsere 4. Folge. Vierte. Folge. Ist es 4? Ja. Deep Talk, 1. Folge. Dann bin ich voll durchgedreht. Jetzt hatet wir, 2. Folge. jetzt sind wir Das da. Mörgeln, 3. Folge. Und jetzt. Eigentlich haben wir heute Schach spielen und
so nebenbei aufnehmen. Aber Schach ist halt hure mühsam. Du musst hure viel überlegen und nachher wärst du zu ruhig für einen Podcast. Das ist eine Bedingung von mir, wenn ich einen Mann kennenlerne. Das? Ob er Schach spielen kann. Schon? Ja, voilà. Mega. Mein Vater spielt Schach. Da sind wir wieder mit deinem Vater. Ja, aber weißt du, ich finde es voll, es wäre voll, weißt du, das Bild. Der Mann, den ich heirate, der Vater von meinen Kindern, sitzt dort und ist mit meinem Vater am Schach spielen. Das ist so Mächtig. Roman Empire. Okay. Weißt du, was Roman Empire ist? Empire. Roman Empire. Roman Empire, Das nein. ist so ein Ding. Willst du weitermachen? So, Nein, nein, nein. erzähl's jetzt! Red Roman, einfach. es hat mal so einen Trend auf TikTok gegeben. Ja. Wie oft denkst du an das Römische Reich? Nie? Eben, und so, es ist so ein Trend, so an etwas, an das du immer denkst. So checkst. Mein Okay. Roman Empire ist zum Beispiel... Dass dein Vater mit dem Mann Mein Schach spielt. Vater, nein, das Roman Empire... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich auch nicht, weil ich es nicht Es ist kenne. von TikTok, ich habe es einfach übernommen. Aber weißt du nicht, wie es ist? Nein. Kannst du eine Karte ziehen? Sie sollen in den Kommentaren erklären. Jemand soll es dir erklären. Also jemand soll es mir erklären in den Kommentaren. Was Welche ist Kommentar? YouTube-Kommentar? Ja. Irgendjemand erklärt es dir schon. Also gut. Schau, das sind 3 Stufen, um so besser kennenlernen. Ah, okay. Kannst du Englisch? A little bit. A little bit? Yes, my ex-boyfriend is from New York. Ah, okay. Yes. Okay. Now you can choose the deepness. 1 is okay, 2 is the middle, and 3 is very, it's deep, the deepest. Okay. Und dann stellst du mir die Frage und ich ziehe auch eine und ich stelle dir und dann tun wir ganz ehrlich Oh mein antworten. Gott, soll ich auf Deutsch übersetzen? Ja. Wie tun sich unsere Persönlichkeiten wie soll ich sagen? Komplementieren. Nein, wie Was ist ergänzen. ergänzen? Wie ergänzen sich unsere 2 Persönlichkeiten? Boah. Darf ich sagen? Ja. Du bist ruhig, Ja. du bist rational, Ja. ich nicht. Okay. Und das ist das, was vielleicht... du bist sicher auch impulsiv, Ja. aber ich weiß nicht, wie ich dich ergänze. Ich glaube, vielleicht bist du die Stimme ab und zu, ich würde es gerne sagen, aber du bist jemand, der es schneller wie er sagt. Okay. Und ich denke mir so, eigentlich voll, ja. Wieso bin ich so rational amix und sprich es nicht einfach laut aus? Könnte ich ja eigentlich. Ja, und ich bin eben... Das fällt mir so, Okay. das Rationale, Okay. Verantwortung. Also, Das denke ich. Shit, die ich bin Frage ist so doof. Ich gut. will die Frage nicht. Wieso? Keine Ahnung. Do you believe everyone has a calling? Was ist das? Eben, darum. Ups. What about me most surprised you? Was an mir hat dich am meisten überrascht? Ses. Weiß nicht. Sie weiß es nicht. Ich bin nicht so überrascht von dir. Nicht? Hast du jemanden mich so eingeschätzt? Etwa so, ja. Schon? Du bist so ein maximal wie heißt das Wort? Intelligent, Nein, integriert? integrierter Kanake. Maximal. Wieso? Was macht mich integriert? Maximal. Was? Bist du jemals im türkischen Ausgang gewesen? Nein. Eta. Das ist die Antwort. Wo gehst du in den Ausgang? Also ich gehe nicht mehr in den Ausgang gross, aber wenn? Wenn du in den Ausgang gegangen wärst. Longstreet Bar bin ich gerne gegangen. Und du denkst so, Murats und so gehen dort in an. So. Was ist ein Prototyp Türk für dich? Darf ich erzählen, mein bester Fix. Kollege ist zum Beispiel ein Prototyp-Türk. Wer ist dein bester Kollege? Soll ich ihn erwähnen? So, Er was heißt musst du Alihan. wissen? Er heißt Ah, Alihan. mit dem du immer live Ja, das bist. ist wirklich auch mein bester Kollege. Okay, Er ist... mach mal so. Wieso? Eine Wimper ist. Okay. Ich habe Kannst du dir frisch etwas gemacht. wünschen? Wünschst du dir etwas? Okay, wünschen wir uns etwas. Hast du gewünscht? Hast du etwas gewünscht? Nein, du musst wünschen, hast du deine Wimpern? Nein, wir machen etwas anderes. Wir machen mit dem Bosnien. Wünschst du dir etwas? Okay. Jetzt musst du so... Komm da hin. Welcher Finger? Einer von diesen 5. Einer von diesen 2. Dumm. Okay. Ich habe gewonnen. Mein Wunsch geht jetzt in Erfüllung. Ist das so? Das ist so. Das hat meine Mutter mir beigebracht. Geil. In Jugoslawien. Also. Alihan ist mein bester Kollege. Ist ein Prototyp Türk. Er hat Hemd offen wie du. Hemd? Hemd. Hemd offen. Das ist so typisch türkisch. Wegen? Wallah, ihr habt immer Hemd offen.
Ihr habt immer Hemd offen, ich weiß nicht. Ich bin auch schön glaub, brünt. Ihr müsst zeigen, dass ihr Olivenhautfarbe habt. Olivenhautfarbe. Olivenunterton. Kann ich das? Ja, ein bisschen. Okay. Ihr Türken haben so eine Farbe, die gibt es nirgends anders nochmal. Ich meine es vor. Ich habe euch studiert! Ja, ich kann. Wenn jemand, dann du. Ich habe euch studiert, ja. So, ihr hört nur türkische. Ein Prototyp-Türk hört nur traurige Musik. Lost Nur. er so? Er hört. Was lost er zum Beispiel? Weißt, Ich kenne kein Lied. Okay. Ich kenne jetzt nicht. Bulamade. Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, was es für ein Lied ist, aber jedes Lied tönt gleich. Ihr trinkt immer Alkohol zu dem. Okay. Ihr vermisst immer irgendeine Ex-Freundin. Ja, tun so, als würdet ihr keinen Wert drauf legen, aber ihr legt Wert drauf, ob ihr eine Rolex trägt. Okay. Ja, das bin ich nicht. Du bestimmst genau das, was ich nicht bin. Eben, was gibt's noch? Mamis Wort Nummer 1. Fix. Papi entscheidet bis zum Tod, was du machst. Nein. Ja, das ist das. Okay. Also ich stimme am Alian nur zu mit Mami ihres Wort. Er wird töten. Ich will auch Ich töten. glaube, jeder wird töten für seine Mutter. Ja. Nicht? Ja. Ich liebe ihn, weil er ist so korrekt. Er Okay. ist so mein Ride or Die. Okay, So, schön. er wird töten für mich. Ich bin auch seine Mutter. Nein, Spaß. Kommt sie nochmal ein, ich habe gerade Freude dran. Okay. Du gibst mir 3, hä? Du bist Ah, soll ich nicht ganzer drüber? Kopf. Doch. Ganzer Kopf. Aber es ist einfach die gleiche Frage nochmal. Ja, du musst in der Mitte irgendwo ziehen. Hey, what the fuck? Das zählt nicht. Soll ich sagen? Ja. What will you make feel closer to me? Was? What would make you feel closer to me? Weißt du, was habe ich das Gefühl? Hä? Ich habe das Gefühl, du bist ein Mensch, du tust hure viel ernste Themen so mit Humor umwickeln, damit du dich nicht musst verletzlich zeigen Nein! musst. Von wem redest du, Alter? Stimmt gar nicht. Nicht? Was für Themen zum Beispiel? So, egal, du tust immer so ein bisschen den Humor, du machst so gerne Witzli, damit Ja, das stimmt. oder? Ja. Du tust wie den Humor als Kompensator benutzen. Damit ich mich nicht äußern muss, meinst du? Genau, damit du dich nicht Ja. mehr so entblößen musst, seelisch, dass die Leute nicht so checken. Obwohl ich mich entblöße, mich recht. Ja. Aber Das, noch mehr, meinst du? ja, oder so, ich sag mal so, es ist ein ernstes Thema, wir reden, nachher machst du schnell einen Witz. Aha. Damit so, Damit es nicht unangenehm wird. genau, damit es unangenehm wird. Ja. Obwohl du könntest auch in dem Moment brüllen, das wäre voll okay für mich. Aber du machst dann lieber einen Witz, damit du dir die, nicht blöse, aber checkst, dass Ja, du ich nicht weiss. gerne musst. Das glaube ich. Und ich glaube, wenn das wirst ablegen, würde es nochmal ein bisschen mehr näher sein. Habe ich das Gefühl. Okay. Ist Aber ich gut. bin, glaube zu allen so. Ich bin immer so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mit Wow, anderen du bist. müsstest mal eine Unterhaltung zwischen mir und meiner Mutter hören. Wieso? Ich mache nur Witzli. Ach schon. Und sie redet so über den Tod und so mit mir. Du so, ha. Nein, gar nicht, jeder stirbt. Okay. Stirbt nicht vor mir. So, weißt du. So. Okay. Und sie so, Geht's mit dir? ja. Also, what do you think my superpower is? Was ist meine Superkraft, denkst Ehrlich? Aus allem etwas Positives rausziehen. du? Schon. Wallah, ich denke das. Ich Okay. denke, du bist nur ein positiver Mensch. Du hast mir heute ein Video gezeigt, also schau einfach du. Es war irgendein Video, bist du reich? Ja, ich bin reich. Und dann so ein Aha, Typ, der ja. die ganze Zeit in der Dings ist. Okay, das ist schön, das höre ich gerne. Ich versuch's. Ja. Ja. Nein. Sie haben mir so lange nicht gesehen. Jetzt sind Ja. wir wieder da. Ja. Und du hast gesagt, wenn wir drinnen sind, tue ich dich voll zusammenschießen. Ja. Bitte schön. Wie heisst der da war? Ich bin ja die Kollegin, die nicht schaut. Wie heisst der? Wählen? Der Glatzkopf. Sam. Ich habe Angst vor ihm. Okay. Wallah, er könnte mich und meine Familie umbringen. Aber, Könnte er, würde er wohl nicht. thanks. Nein. Wieso? Was ist? Ihr habt über fette Menschen geredet. Ja. Ihr habt darüber geredet. Ich weiss, es ist so, es ist auch, wie soll ich sagen, ich habe mich verletzt gefühlt, Mhm. weil es den Anschein gemacht hat, beziehungsweise so dargestellt hat, das, was er gesagt hat, dass fette Menschen unglücklich sind Mhm. und dass ich meine Krankenkasse belaste. Mhm. Ich zahle meine Krankenkasse seit 3 Jahren nicht, ich weiß nicht, von was er redet. Und dass er gesagt hat, wir sind unglücklich, die ein bisschen mehr an der Hüfte haben. Mhm. Aber ich bin nicht unglücklich. Mhm.
aber ich weiß, dass es auf meine Gesundheit irgendwann schlägt. Jeder Mann, den ich bis jetzt kennengelernt habe, der Interesse an mir hatte, jeder, hat mir gesagt, ich will schon etwas für deine Gesundheit machen. Ich bin immer automatisch zuerst eingeschnappt und denke, er findet mich fett. Würde er mich aber fett finden, würde er ja nicht mit mir schreiben. Also weißt du, Voilà. ich weiß ja. Aber es geht darum, das sind zwei verschiedene Sachen. Und wir haben es zusammen da. Und deshalb haben sie auch sehr wahrscheinlich mega viel falsch verstanden. Und checkst du, was ich meine? Ich check, was du Das meinst. ist eigentlich gar nicht zusammenschießen, was ich mache. Das ist eigentlich so. Ja, du sagst einfach, dass es dich verletzt, dass ja auch voll Wie ich okay ist. denke, hey, Alter, ich bin gern ich. bin glücklich mit mir. Okay, Aber es schießt mich halt schon an, dass ich meinen Fuß muss lupfen, okay. wenn ich meine Schuhe binden will. Also wenn ich dich jetzt würde fragen, okay? Also bist du fertig? Habe ich dich ausreden lassen? Ja. Okay. Wenn ich dich jetzt würde fragen, Cis, morgen bist du 15 Kilo leichter. Willst du Ja. wählen oder nicht? Willst du Ja, wählen, aber oder? ich Okay, will- warte, Schweigefuchs. Willst du wählen, oder? Ja. Okay. Dass es später gesundheitliche Folgen hat, weißt Ja. du auch, Ja. oder? Okay. Der Sam und ich haben nie gesagt, Leute, die dick sind unglücklich. Ich habe gesagt, es ist eine Entscheidung. Dann hat mir sehr viele Leute geschrieben, ja, es gibt auch Leute, die krank sind. Ja, gibt es. Aber das ist ein geringer Prozentsatz, Ja, ja. sind wir ehrlich. Wenn wir es psychisch anschauen wollen, sorry, ich würde auch jeden Tag lieber Kebab, Mac oder sonst etwas essen, als gesund essen. Ab und zu auch gesund, aber verstehst du, ich würde auch wie wählen. Oder Chips, Schoki, schön. Das ist wie viel willst du investieren, um abzunehmen, um dich wie wohl zu fühlen. Es gibt dicke Leute, die sich wohlfühlen. Das sage ich wie nichts dagegen. Aber ich sage, jeder oder 90% der Leute, die ein bisschen übergewichtig sind, wenn du ihnen sagen willst, ey, ich nehme dir 15 Kilo ab, sie würden wie Ja sagen. Verstehst du? Ich habe auch Kollegen, die dick sind. Ich habe auch Kolleginnen, die dick sind. Mich stört das doch nicht. Ich bin 20 Kilo schwerer gewesen. Der Sam hat auch geredet, weil er 50 Kilo schwerer war. Der Typ war sein Leben lang fett gewesen. Er kann ja wie reden. Aber das ist das, was ich wie meine. Das ist das Phänomen. Du siehst einen Trailer von 1 Minute und dann regst du dich mega auf, weil du fühlst dich wie angegriffen. Aber eigentlich weißt du, dass etwas angesprochen wird, wo die Leute recht haben. Man hört es aber einfach nicht gern. Es Verstehst ist eben das, ihr sagt wohlfühlen. Ich fühle mich wohl, Ja. aber es ist nicht gesund. du? Du fühlst dich wohl, aber du wirst dich wohler mit Nein. weniger 15 Kilo. Nein. Ich will nur 15 Kilo abnehmen, weil ich weiß, dass ich kein Diabetes oder Hypertonie will irgendwann. Okay, aber deinen Fuß willst du gerne tun. Oder wenn Aber es ist nicht... Ich fühle mich trotzdem wohl. du bist, ja, ich Ich sage... kann meinen Fuß hinter meinem Kopf tun, wenn du willst. Jetzt zeige ich dir. Nein, ich glaub dir. Aber es geht darum, es ist nicht... Fett heisst nicht gleich unwohl. Nein, das sage ich ja auch nicht. Doch, du hast gesagt. Das sage ich ja auch nicht. Soll ich den Trailer? Ich schwöre, ich lasse den Trailer laufen. Ich schwöre, ich lasse den Trailer laufen. Einfach etwas am Rappen, Alter. Doch. Ja, ist gut. Ich lasse ihn laufen. Ich weiß, ich kann recht. Also, Das ist gerade... Was bist du für ein Sternzeichen? wieso, wie benehme ich mich gerade? Voll rechthaberisch. Wieder. Voll rechthaberisch. Schon? Ja. Aber das ist typisch wieder. Schon? Okay. Ja, ich bin... Ja, egal. Also, wie heißt das Video? Wir haben... da. Keiner, der dick ist, kann mir sagen, ich bin voll glücklich, ich will so sein. Bullshit. Ich bin voll glücklich mit seinem Gewicht. Ich bin voll glücklich mit meinem Gewicht, ich will so sein, wie ich bin. Okay, jetzt gehen wir mal auf die Frage ein. Stimmst du dem zu oder sagst du, nein, da habe ich schon etwas zu motzen? Also was ist die Frage? Ich sage, jeder, der sagt, ich bin glücklich, ich will so sein, Okay, wie ich nein, will, ich will nicht so sein. willst du eigentlich nicht wählen. Aber ich bin glücklich. Ja, du bist glücklich, aber du bist nicht glücklich wie mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Wie Körper. Gigi Hadid. Ja, du wirst, Okay. wenn du 15 weniger wärst, würdest du sagen, geil, nimm mich. Ja. Okay. Bullshit einfach. Absolut. Bullshit. Selber dich verarschen, damit du nicht an dir musst arbeiten musst. Das machen hure viel. Sich selber anlügen oder schau zum Beispiel, ich sage dir noch mal etwas. Früher sind ja Models immer so 90, 60, 90, Unterwäschemodel, dies und das. Dann ist irgendwann das Fettshaming wie gekommen. Obwohl, wir haben ja das im Kopf 90, 60, 90 wegen der Modebranche, wegen der Models und alles. Das ist ja so Idealmaß, oder? Haben wir ja im Kopf. Dann bekommen die mit, dass die Fettshaming, Bodyshaming Initiative abgeht. Was machen sie? Sie machen jetzt Werbung mit korpulenteren Frauen.
Check, sie machen immer das, was aktuell in ist. Und die haben uns die Scheiße überhaupt reingeprügelt, dass man so muss aussehen, so sollte aussehen. Aber jetzt, weil sie Geld verdienen können, mit dem schwenken sie wie um. Und das finde ich einfach nicht korrekt. Weil, wenn du Werbung machst mit dem, zeigst du, dass es etwas Normales, etwas mega Gesundes oder keine Ahnung was ist. Ist es ja aber nicht. Man kann so sein, versteh mich nicht falsch, man kann so sein. Aber gesund ist das ja nicht. Wer sagt dir, was normal ist? Wie? Wer sagt dir, was normal ist? Ja, gute Frage. Gute Frage. Das ist das mit dem Gender-Zeug. Wer sagt dir, wer ist normal? Ja, guter Anhaltspunkt. Du sagst, das ist nicht normal. Also ist ein fetter Mensch nicht normal für dich? Nein, nicht normal. Ich sage nicht, ein Fetter ist nicht normal. Ich sage aber, es ist außerhalb der Norm im Sinne von, du brauchst nicht so viel zum Überleben. Brauchst du nicht. Es ist gesundheitsschädigend. Ich sage, normal ist, wenn es nicht gesundheitsschädigend ist. Dann ist es normal. Okay. Unnormal ist, wenn es deine Gesundheit schädigt. Okay. Was ist mit untergewichtigen Leuten? Genau das Gleiche. Okay. Aber untergewichtige Leute sind meistens, nicht immer, haben sie eine Krankheit. Die wollen ja zunehmen. Klar, wenn du jetzt magersüchtig bist, wenn es psychisch ist es etwas anderes. Aber ich habe viele Kollegen, die mir sagen, ey, wo ich den Post gemacht habe, haben mir ein paar Kollegen geschrieben, ey Bro, sag doch, die sollen mir die Kilo geben, ich habe morgen mehr zum Zunehmen. Ich kenne auch mega viel. Eben, gibt es ja auch. Mein Type ist so. Ja, gibt es ja auch, weißt du. Es ist schwer heiß da drin. Findest Findest du nicht? Gar Ich bin nicht. kaputt am Schwitzen. Also, Das ist nicht, will ich dich fertig machen. ja, fix. Alle, die sagen, Sagen, abnehmen, ja, weißt du, ich fühle mich so gut und ist schon alles okay und das ist meine Selbstfindung. Nein, du machst dir selber keinen Gefallen, du machst der Krankenkasse keinen Gefallen, du machst der Was? Gesellschaft Krankenkasse? Warum Krankenkasse? schau, Krankenkassen zahlen wir wie für die ganze Bevölkerung, oder? Ja. Alle miteinander. Ja. Das heisst, Leute, die Junkies sind und Medikamente brauchen. Ja. Jeder, der Medikamente braucht, wird ein Teil von diesen Leuten zahlt, die nichts brauchen und genau gleich viel müssen zahlen. Das ist etwas Kollektives. Verstehst du? Wenn es so wäre, dass du sagst, ey, schau, jeder muss so viel Krankenkasse zahlen, wie er braucht, dann wäre es fair aufgeteilt, geht aber nicht wegen der Menschenrechte. Wieso? Weil du musst gleich mit gleich behandeln, ungleich mit ungleich behandeln. Okay. Steht im Strafgesetzbuch. Aber warum regt ihr euch über so Sachen auf? Weil jetzt aktuell zum Beispiel ist neu bewilligt worden, Fett wegspritzen für Leute, die zu dick sind und nicht abnehmen können, dass die Krankenkasse die Spritze zahlt. Darf ich dir etwas sagen? Ja. Tun wir Thema wechseln. Ich habe eine Kollegin. Ja. Ich habe einen Kollegen. Aha. Die spritzt sich verfickt mal Insulin, genau, zum Abnehmen. Und ich habe gestritten mit ihnen. Hast du auch recht. Gestritten. Hast du auch recht. Weil das ist erstens, könnte ich das töten. Genau, Und zweitens, alles hängt nachher. genau. Wenn ich mich dazu entscheide, irgendwann mal abnehmen, wegen der Gesundheit, wollte ich nicht, dass alles hängt. Ich wollte doch nicht wie ein Hodensack aussehen. Aber es ist so, das Ideal von dünn machen, dünn sein, das schreibt, dass meine Kollegin und mein Kollege sind wegen dem, verstehst du, das Ideal, dass man muss dünn sein muss, überhaupt, das ist das Kranke. Das, was man normal nennt. Ja, aber es ist ja, also man muss ja nicht dünn sein. Das ist ja auch nicht richtig, weißt du, zu dünn und jeder muss wie schauen, du darfst dir nichts mehr gönnen, sonst kommt irgendjemand vom hintersten Ecke und schreit dich an. Das muss ja nicht sein, aber einfach wie ein Ausgleich, dass du dich einfach gesund fühlst und lange Jahre kannst gesund leben. Es will doch keiner mit 50, 60 Knieprobleme haben. Oder, keine Ahnung, gesundheitlich, wie du sagst, Hypertonie, Bluthochdruck oder sonst etwas. Will doch keiner haben. Ich sage nicht, man darf es nicht sein. Ich sage es nochmal, ich sage nicht, man darf es nicht sein. Ich sage einfach, man muss es nicht so anstellen, als wäre es normal. Jetzt kommt deine Frage, was ist normal? Normal ist, wenn es gesund ist. Wenn es gesund ist für deinen Körper. Normal sollte auch sein, dass man 2-mal in der Woche mindestens sich körperlich betätigen sollte. Heißt nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, für einen Marathon musst trainieren musst. Aber es ist bewiesen, Studien haben bewiesen, dass wenn du Sport machst, wenn du etwas für dich tust, dass das mit deiner Psyche auch wie einen Ausgleich fördert. Und das kann man einfach nicht wegreden. Ich sage nochmal,
Ich habe auch Kollegen, jeder kann so sein, wie er will. Es ist mir doch scheißegal, Alter. Es kratzt mich doch nicht. Aber ich sehe Kinder, die irgendwie 12 sind in der Body, ey, die sind so fett wie du und ich zusammen, Mann. Ein 12-jähriges Kind, das ist doch nicht gesund. Du gibst dem Kind etwas mit, wo wie Ballast ist für das ganze Leben. Verstehst du? Und wenn das Kind so aufgewachsen ist, dann findet es das auch als normal und macht wie weiter. Und dann kommt vielleicht in der Schule Mobbing oder sonst etwas. Weißt du, es ist nicht jeder hat das erlebt. Aber es gibt Leute, die wegen dem wie gemobbt werden. Das ist doch nicht schön. Für was? Für was? Sollen die Kinder ein Snickers weniger essen und keine Ahnung, Sport? Aber die Kinder sind sehr wahrscheinlich... Schau, ich habe eine in der Familie. Die sind ganz 7, 8, 9 immer dünn gewesen. Schlank, sportlicher junger Bub. Pap geswitcht, auf einmal zugenommen. Überquillendes Fett. Aus dem Nichts. Fressattacken. Dies, das. Wir finden raus, er hat etwas in den Kindern Traumatisches erlebt. Genau. Nicht jedes Kind kriegt einfach Essen über von seinen Eltern. Wie gesagt, ich sage dir nochmal. Du hast recht, es ist ungesund Ja. und man sollte schauen. Aber ich wünsche mir jetzt auch kein fettes Kind. Ja, es ist schade fürs Kind, so, weißt du? Es ist so... Keine Ahnung. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ein paar sind auch krank. Aber verstehst du jetzt zum Beispiel, okay, der Kleine ist jetzt so Trauma erlebt, gemacht, dies, das. Jetzt zahle ich dem Kleinen eine Spritze, die das Fett wegnimmt. Ist das Trauma wegen dem weg? Nein. Du kannst dir einen Magenbypass machen, zum Beispiel jetzt. Ist deine Sucht zum Essen weg? Nein, ist es nicht. Es ist nur eine Symptombekämpfung. Wieso tue ich Symptome bekämpfen, anstatt Ursache bekämpfen? Wenn ich jetzt zum Beispiel übermäßig dick wäre, ich wäre 200 Kilo. Darf ich schon etwas sagen? Ja. Weißt du, wie du gerade redest? Ja. Wie der Typ, den ich gerade am Kennenlernen bin. Red weiter. So, Ja? sehr gut. Sympathischer Typ. Okay, und dann... Wenn ich jetzt so ein kleiner, dicker Bub wäre, ich wäre 200 Kilo, würde ich doch lieber zum Psychiater gehen oder zu irgendetwas, wo mir gut tut, über das reden, dass ich das aufarbeiten kann, anstatt das Symptom bekämpfen, dass ich dick bin. Das ist mit Süchtigen genau gleich. Das ist eine Fettsucht, sage ich mal. Es ist mit Süchtigen genau Ja, gleich. aber es ist sogar eine Sünde. Ja, Völlerei. Ja. Völlerei ist eine der 7 Todsünden. Und darum sage ich ja auch, wenn ich an einem Heroin-Junkie jetzt einfach sage, ich nehme das Heroin weg, wegen dem ist er nicht mehr süchtig. Ich muss im Kopf wie etwas anfangen. Und darum finde ich das nicht gut. Schau zum Beispiel jemand, den ich kenne, lass mich nicht lügen, ab 130 Kilo wird die OP Magenbypass operiert. Er war 125 Kilo. Was hat er gemacht? 5 Kilo zurückgenommen. Dass er es machen kann. Aber das finde hat man mir auch gesagt. Nimm zu 15 Kilo, wo ich noch 105 Kilo war. Nimm zu noch 150 Kilo und dann können wir etwas machen. Ja, eben. Sicher nicht. Siehst du? Und das ist der Unterschied. Darum, ich sage dir, wenn du mir sagst, Hakan, ich bin glücklich, so, ich glaube dir. Bist glücklich. Du bist wegen dem gleich meine Kollegin. Ja. Aber es ist nicht gesund, fertig. Es ist nicht. Über das müssen wir nicht diskutieren. Und nochmal, der Sam war 50 Kilo dicker. Ich habe viel Hate bekommen wegen dem. Wirklich? Ja, mega. Aber ich stehe dazu, was ich sage. Und ich meine es auch immer noch Von so. wem hast du Hate bekommen? Viele Leute haben geschrieben. Echt? Ja, mega viele Leute haben kommentiert. Den Trailer. Das eine hat geschrieben, viel Spaß, wenn dein Kind auch dick ist. Und dann habe ich geschrieben, Bro, wenn mein Kind dick ist wegen einer Krankheit, hure schade. Ja. Aber als liebender Vater ist das meine Aufgabe, dass mein Kind nicht dick ist. Wieso? Weil ich finde, dass mein Kind gecancelt wird. Unsere Gesellschaft ist einfach abgefuckt. Mit dem müssen wir uns wie arrangieren, verstehst du? Es ist einfach wie so. Ich sage es nochmal, jeder soll sein, wie er will, Mann, solange du dein Gegenüber respektierst. Aber Fakten sind einfach Fakten. Und ich definiere einen Menschen nicht, wie er aussieht oder ob er etwas in Zürich zu sagen hat. Ich definiere Das ist geil gewesen, ja. Das war sehr gut. Es ist voll aus dem Kontext gerissen, aber bist du dein Zusammenschluss eigentlich fertig oder hast du mich nochmal... Das ist gut. Bist Nochmal- du Zusammenschluss? Ja, ich weiß So, doch. wenn- Ich habe etwas gehört und ich weiß nicht wieso, aber ich wollte mit dir darüber reden. Was hast du gehört von mir? Es stimmt Nein. nicht. Ganz Zürich hat News von mir, aber das bin nicht ich. Schon. Hört alle Folgen von jetzt, werdet ihr vielleicht erfahren ihr etwas. Was? Also, was? ich lese jetzt etwas vor. Das ist ein... An mich gerichtet? Nein. Es ist etwas Allgemeines. Es ist Ich liebe mich in Sachen einmischen. ein Zitat von Nicholas Rockefeller. Ui, Okay. Babyblutttrinker.
Und das ist ein Zitat, ey, einfach nur mal so. Ich sage ein Zitat, ich komme von Deutschland. Ich sage auch, ich weiß, das heißt, willst du ein Bier? Ich sage ein Bier, weil es für mich cooler tönt. Willst du ein Bier? Ich sage es einfach. Für die Leute, die mich immer korrigieren, ich will es immer so sagen. Also, und ich lese es jetzt vor und du sagst mir, was du davon haltest. Der Feminismus ist unsere Erfindung aus 2 Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaften eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für die angebliche Karriere, konsumieren, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann noch gut finden. Was? Bist du mitgekommen? Ja, er sagt, wir sollen nicht arbeiten. Nein, er sagt, der Feminismus ist Erfindung von ihnen. Weißt, ich sage es ganz am Anfang nochmal, du musst mir alles erklären, das schießt mich so an. Ja, aber Es ist nicht meine Meinung, ich habe das gelesen und ich habe gedacht, es wäre spannend, über das zu diskutieren. Ich bin kein Aluhut, der da denkt, keine Ahnung was. Es ist einfach interessant gewesen für Er mich. denkt, Feminismus ist erfunden worden. Damit was? Damit wir doppelt so viele Steuerzahler haben, weil wenn du es schaffst, zahlst du Steuern. Durch das, wenn die Frau arbeiten geht, musst du das Kind abgeben. Oder das Kind ist öfter allein, konsumiert Medien, Social Media, TikTok, Instagram, was auch immer. Bekommt das eingeflößt, was Medien wie denen vorgeben. Und strebt nach zum Beispiel geile Kleider, Gucci-Taschen, Rolex-Uhr für einen Reichtum, der ihnen wie nichts bringt, der nur materiell ist. Gehen wir für das arbeiten, werden durch das zu unseren Sklaven und fühlen sich dann noch krass auf Social Media, indem sie posten, ich habe jetzt ein Day-Date, keine Ahnung wie, für 40'000 Stutz. Und wer hat das erfunden? Nicholas Rockefeller. Nein, aber wer sagt, dass Feminismus erfunden wurde? Eben, Nicholas Rockefeller sagt. Aber wer hat es erfunden? Er sagt, wir haben es erfunden. Wer ist mir? Rockefeller, die Bluttrinker, wie du dir nennst. Sagt, wir haben das erfunden, damit ihr mehr Steuern zahlt. Mehr Steuern zahlen und die Familie kaputt ist. Er hat das gesagt. Und Ich habe das erfunden. eben, ja. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat. Es war so ein Artikel, ich habe es gelesen, ich habe es spannend gefunden, ich will mit dir darüber reden. Scheiß drauf, ob das stimmt, ob er es gesagt hat oder nicht. Gehen wir davon aus, er hat es gesagt. Was haltest du von dieser Aussage? Wir sind so individuell. Wir haben alle ein eigenes Gehirn. Wir lassen uns leider von jeglichen Sachen leiten. Wenn du einen gesunden Menschenverstand hast. Checkst du, was ich meine? Ja. Checkst du? Ja, aber glaubst du nicht, dass wir ab und zu beeinflusst was werden? Was bedeutet Feminismus? Darf ich etwas sagen? Ja. Darf ich etwas sagen? Du darfst alles sagen, wie meinst du das? Gestern habe ich auf TikTok etwas gelesen. Einer hat etwas geschrieben. Ich bin durchgedreht. Weil sie hat geschrieben, heutzutage wird, es tut mir leid, wenn ich dich erwähne, hass mich nicht, bitte folg mir. Sie folgt mir sogar, weißt du, ich meine. Okay. Und dann denke ich so, what the fuck, Alter. Okay. Ist das mein Publikum? Egal, sie postet, es wird darüber gemotzt, dass ich ein Träger-T-Shirt anhabe. Aber das T-Wort, ich will das nicht aussprechen. Dass Transmänner oder Frauen Röcke tragen, ist okay. Ich wollte durchdrehen. Wegen? Wieso willst du durchdrehen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nichts. Äpfel mit Birnen vergleichen. Und dann gehe ich in die Kommentare, schreibt sie, hört zu, all ihr Karens, ich liebe euch Gays alle. Was haben die Schwule mit dem zu tun? Ja, sie meint mit Gay vielleicht dran. Dann schreibe ich ihr so, ja, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das Mikrofon. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich muss es fix jetzt cutten und es leislicher machen. Danke. Wirklich? Danke. Schon gut. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Checkst? Ja, ich check's, ja. Und dann schreibt sie mir noch, weißt du, mit Gays meine ich auch Lesben. Ich so, was haben jetzt auch noch Lesben mit dem zu tun? Du hast voll. Ich befasse mich auch nicht mit. Beispiel. Kann ich über irgendwelche Trainingseinheiten oder Trainingsübungen, wenn du wie heißt das?
Jiu-Jitsu machst, kann ich etwas davon erzählen? Nein. Eben, weil ich keine Ahnung habe. Ja. Also informiere ich mich und dann erzähle ich. Okay, jetzt sage ich dir etwas. Checkst? Ja, ich... Also sollten sie sich informieren, bevor sie so etwas rauslässt. Ja. Also Feminismus ist auch einfach... Aber haltest du unsere Gesellschaft für so kompetent, dass du sagst, jeder, der etwas sagt, hat auch eine Ahnung? Nein. Nein. Du hast mir letztes Mal ein Video geschickt. Was ist gestanden? Ja, aber das... Einer sagt, isst nur Protein, das ist das Beste. Der andere sagt, du darfst kein Protein essen, du bekommst Gicht. Der sagt, isst nur Gemüse. Der sagt, isst nur Fleisch. Der sagt, trink deine Pisse. Der sagt, friss deine Scheisse. Kollege, heutzutage hat jeder eine fucking Meinung. Und was man muss lernen, ist das Differenzieren. Ja. Verstehst du? Ja. Wie das? Sis schaut ein Video an von mir, das 2 Minuten geht und hat jetzt das Gefühl, ich habe etwas gegen Fette. Das ist typisch unsere Gesellschaft. Was meinst du, wieso ich die Trailers extra... Ich mache die Trailers extra so. Ich weiß. Extra. Ich weiss. Nur, mit mir, ja. dass Leute sich ertappen bei dem, shit, ich habe schneller das Gefühl, eine Meinung, obwohl ich das Ganze nicht mal wie angeschaut habe. Wenn Leute das interessiert geschaut hätten, ich habe zum Beispiel einer hat mir geschrieben, habe ich gesagt, schau doch die ganze Folge, hat sie die ganze Folge geschaut, hat sie gesagt, okay, hast recht. Verstehst du? Ja. Leute machen ihre Fresse schneller auf, als sie ihr Hirn aufmachen. Und das ist das gesellschaftliche Problem, das wir jetzt in 2024 haben. Jeder hat eine Meinung und jeder findet Mongos, die ihre Meinung vertreten. Ja, das stimmt. Voll. Und deshalb jetzt... Ich weiß nicht, Feminismus... Weißt du, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was? Ich bin nicht so... Ich bin eine Frau, ja. Ich stehe gerne für das ein, für was immer die Leute mich sehen, aber ich bin nicht irgendwie... Die sollen mich ja nicht zu einem Streik einladen oder so. So Frauenstreik und so. Verpisst euch. Okay. So. Wie? Wegen euch muss ich arbeiten. Wie? Rockefeller hat erfunden. Wegen euch muss ich arbeiten. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich wäre Also- viel lieber eine Hausfrau. Okay. Und hätte 3 Kinder. Also meine Und Lüste, Traumvorstellung... Milch und Käse selber machen. Ja, Love it. voll geil. Hast du gesehen, Mozzarella kann man selber machen? Ja. So die Hause so. Ja. Ich würde das Fleisch gerne können. Nein, ich muss arbeiten. Weißt du, was ich auch krass finde? Zum Beispiel, wenn du heute jetzt nicht nur Ich finde das voll ernst. Gell? Ja, nicht nur der Migros, aber ist auch gut, das finde ich ja gut. Ja. Wenn du jetzt alle Läden würdest so machen, Ja. du sagst, es gibt nichts mehr zum Ja. Essen. Kollege, ich habe das Gefühl, 70% der Menschheit würde verhungern. Ja. Weil keiner mehr Ahnung hat. Wie man kocht. Ja, oder weißt du, kochen, easy. Easy, aber von was man Sachen nimmt. Ja, Tortellini kaufen, in heißes Wasser tun und so, aber mach mal Tortellini selber. Verstehst du? Ja. Pflanz mal etwas an. Ja. Und ich sage jetzt nicht, ich bin voll der grüne Dumme, ich pflanze Ja. alles selber. Aber ich finde es sehr erschreckend, dass wir, und darum weißt, ich glaube, der Rockefeller-Zitat glaube ich auch nicht zu 100%. Aber was ich wie finde, ist, wir sind sehr abhängig. Das ist mir durch das, Meinungen. genau, das ist mir durch das Zitat sehr aufgefallen. Wir sind sehr abhängig, nicht nur von Meinungen, sondern auch vom Staat. Eben, wenn Migros heute sagt, wir machen den Laden zu, was ist es? Ja. Was ist es? Weißt du, wie alles funktioniert? Kannst du, wie alles machen? Strom ist aus. Wie machst du jetzt heißes Wasser? Checkst? Wir fokussieren so auf uns. Du Hand rein. Ja, wir fokussieren uns so auf. Wegen ich bin heiß. Ich bin heiß. Wir fokussieren uns auf so unwichtige Sachen, dass wir das Wichtige wie vergessen. Und ich finde, Ja. das sollte ein bisschen mehr gefördert werden. Kann ich das Kind vielleicht lernen in der Schule, wie mache ich ein Feuer wieder, wie mache ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, Das wie will kann ich jetzt das nicht bei der kompensieren? Eben, wie kann ich es kompensieren, wenn ich gefühlsüberladen bin, wie gehe ich mit dem um? Aber für das sind nicht Schulen nicht zuständig. Ich finde, es sollte aber mehr. Ah. Was lernst du in der Schule? Schau, ich sage jetzt wieder, ich töne wie ein Aluhut. Ich sage das extra, weil ich kann nachher einen geilen Trailer rausschneiden und die Leute regen sich auf und sagen, der hat keine Ahnung. Du lernst in der Schule einfach gefügig zu sein. Ja. Der Lehrer sagt dir etwas, du machst es. Also züchtet, übertrieben gesagt, es ist auch etwas Gutes. Jedes Kind sollte lernen, schreiben und rechnen. Das sage ich nicht, aber du wirst gefügig gemacht, dass wenn der Lehrer dir sagt, du lernst Geometrie und es juckt dich zero, du musst das wie lernen. Ja. Das wird die Arbeiterklasse wird mit dem wie generiert. Checkst? Ja. Ich bin als Kind von meinem Lehrer zum Schulpsychiater geschickt worden. Wie heißt das? Schulpädagoge. Und der hat mich dann zum Psychiater geschickt, weil ich einfach keinen Bock auf Mathe hatte. Ja, voilà. Weil ich keinen Bock hatte. Und dann
Ende vom Tag musste ich Ritalin nehmen. Genau. Weil ich Super. keinen Bock auf... Super. Alles richtig Weil gemacht. ich keinen Bock auf Mathematik habe. Genau. Weil es ist nur wegen dem. Eben. Und Ich was... habe lieber aus dem Fenster geschaut. Und verstehst du, was wird jetzt gemacht? Ist, man tut dir Medikamente geben, damit du einfach funktionierst. Verstehst du? Es wird nur das Symptom behandelt. Sie hat keinen Bock auf Mathe. Ja. Ich gebe dir und jetzt schaffst du wieder wie weiter. Also, Ja, ich weiss. der Tanz nicht aus der Reihe, mach etwas für die Gesellschaft. Ja. Sozusagen. Und das finde ich einfach nicht richtig. Ich habe mit einer Lehrerin geredet vor ein paar Monaten und sie hat mir gesagt, ey, meine Mutter ist auch Lehrerin und früher war das wirklich kein Thema gewesen. Heute, ich bin Klassenfahrt gegangen, Kollege Eltern haben mir, 6 Paar Eltern haben mir einen Brief gegeben, mein Sohn bekommt Ritalin um die Zeit, Focalin um die Zeit, 1000 Medikamente. Kind. Alter Kind. Ich weiss. Einfach wie Gefügig machen, weiß, jetzt passt ja. dich an. Und ich finde das einfach nicht richtig. Ich weiß, ich rede mit meinem Halbwissen, aber keiner kommt an und überzeugt mich vom Gegenteil. Ich finde es nicht richtig. Es ist auch nicht richtig. Es ist voll Ich nicht glaube, mich richtig. hätte man nicht so mit Medikamenten verstopfen. Nein. Ich glaube, vieles ist dann auch Sicher. erst dann passiert mit mir. 100%. Ja. Ey, schau, wenn du Antidepressiva nimmst, ich sage nicht, man sollte es nicht nehmen. Es gibt Situationen, wie gesagt, ich bin auch langjähriger Psychiatrieverleger, okay, kannst du nehmen. Aber es muss dir bewusst sein, es ist eine Symptombekämpfung. Wenn du es nicht nimmst, wirst du wieder depressiv, wirst du wieder schlecht gelohnt sein. Und Medikamente gibt es, damit wir schneller auf der Beine sind und arbeiten und machen und tun. Wenn du eine Grippe hast, was ist das Erste, was du machst? Kannst du Neocitran. Wieso? Bist du schneller auf der Beine. Ja. Checkst, alles ist so, zack, zack, mach und schaff, mach und schaff, mach und schaff. Aber wie geht es dir psychisch eigentlich? Wie geht es deinem Kopf eigentlich? Das juckt wie Hey, ich nehme niemand. seit 10. Juli kein Medikament mehr. Weil ich nehme kein. Wallah, ich bin stolz auf dich. Weil ich nehme kein. Ich Wie habe keine geht's dir? Wutausbrüche und so. Wie geht's dir? Also doch einiges habe ich gehabt. Ja, aber es ist okay. Es ist ein Mir Prozess. geht's gut. Ich schlafe. Du schlafst, das Ich ist weiß sehr nicht gut. von wo. Und wieso geht es dir besser? Was hast du das Gefühl? Wieso? Ist dein Leben anders? Ich glaube, will ich wieder arbeiten. Okay. Und davor hatte ich Ferien. Ja. Ich war aber glücklich. Okay. Ich habe auch aufgehört, nee. Okay. Auch so von einem Tag auf den anderen. Aber seitdem du schaffst oder schon davor? Ich habe schon davor nicht mehr gearbeitet. Ah, du hast Siegel, wo du noch nicht geschafft hast? Ja, ich habe Sigla vor Open Air. Okay. Ja. Frau Felder. Ja, okay, aber warte, wieso auch? Weil du mit dem Leben zufrieden Ja, bist. ja. Weil du eine Pause gemacht hast, wo du gebraucht hast und deine Seele, deine Psyche, dein Kopf sich hat erholen können. Ja. Und das ist das, was ich sage, verstehst du? Medikament ist nur eine Überbrückung zu, jetzt fange ich wieder an, Ja. arbeiten, machen, tun. Ja. Aber wenn dein Körper dir sagt, stopp, dann mach einfach Pause. Ja. Aber ist gut jetzt. Und darum, weißt du, ich finde auch, wenn du irgendwann mal wieder krank solltest werden, ich hoffe es nicht, aber dann los auf deinen Körper und nimm nicht mehr die, ich muss wie machen. Wir zahlen so viel Krankenkassen für ein Gesundheitssystem, das uns immer auffängt. Und Ja. wenn wir es brauchen, dann sollen wir es auch nutzen. Nicht ausnutzen, sondern nutzen, wenn wir es brauchen. Weißt du, ich habe letztens schon mit einer Frau geredet, die etwas älter ist. Sie hat hohe Fußschmerzen. Brutal. Sie kann fast nicht laufen. Schafft im Detailhandel. Und ich habe ihr gesagt, geh doch zum Arzt. Ja, nein, wenn ich zum Arzt bin, dann reden die Leute und dies und das, dann falle ich aus. Der Arzt gibt mir sicher 50% ihrer Fuß. Wirklich, ich bin selber Pfleger, du auch. Wirklich, sie ist also kaputt. Die arme Frau kann nicht mehr laufen. Aber weil ihr das ins Hirn hineingeprügelt worden ist, will sie wie Schaffen machen tun. Ich habe ihr gesagt, Kollegin, irgendwann liegst du krank daheim im Bett und niemand juckt's. Niemand juckt's. Wieso hörst du jetzt auf den Körper, der schreit und sagt, ey, ich kann nicht mehr, anstatt dass du irgendwann musst Medikamente fressen musst? Pharmaindustrie verdient sich wieder einen goldenen Ja. Arsch. Das, Weißt du? ja. Für was? Ich wäre gerne Rockefeller. Wieso das? Keine Ahnung. Wegen Geld. Nur wegen dem Geld. Ich glaube, Wärst du gern reich? Sehr gerne. Also sagen wir jetzt, du Das wohnst einzige Euro-Millions. Problem in meinem Leben, Balla ist Geld. Okay, also hättest du... Ich hätte kein anderes Problem, hätte Okay. ich Geld. Okay. Balla, ich habe gute Menschen um mich. Ja, Ich habe eine Familie, die mich liebt. ja, Ich habe einen guten Job. ja. Ich fühle mich wohl. Okay. Auch mit diesen 15 Kilo, die du mir Okay. wegnehmen willst. Ich, Ich ich fühle habe mich dich wohl wohl. gerne. Ich schon. Aber Geld ist das Problem. Okay. Dass ich heimkomme und es so einen Stapel Brief dort und ich denke so, Gell? Weißt du, was ich immer sage? das ist immer die ganze Lust von meinem Der Leben. schönste Start in den Tag ist mit einem leeren Briefkasten.
Kommst von Ferien zurück, Mutter sagt, 3 Wochen nicht da gewesen, so ein Teil, so big ist es. Früher hast du als Kind nur Liebesbrief bekommen Ja. oder Gucci von McDonald's wegen du hast Geburtstag. Das ist so schön. McDonald's. Ich habe geliebt und meine Mutter hat mir immer gesagt, Schatz, irgendwann wirst du das Hassenbrief bekommen. Ja. Und ich habe gesagt, komm, du redest Wer einfach. redet so? Ja. Ich hasse Brief bekommen. Ich hasse, wenn ich mache es immer so panisch auf und hoffe, es sind nicht Steuern Es drin. gibt eine Zeit in meinem Leben, wo ich gar nicht aufgemacht habe. Schon? Sicher so sicher ein halbes Jahr lang. Ja, und dann bekommst du noch mehr Dann Bussen. kommst Eben. Dann bist du richtig gebumst. Und das ist auch nicht gut. Und dann kommt so ein graues Kuvert. Und da steht Betreibungsamt drauf. Ach schon. Das ist grau. Der ist grau in Gladbruck, ja. Okay. Da steht so mega, in Kursiv steht so Gladbruck Offikon drauf. Okay, Da okay. steht so mein Name und ich so, fuck, Gar nicht geil. gar nicht geil. Gar nicht geil. Ganz schlimm ist, wenn sie dich zitieren, das Betreibungsamt selber. Ach schon. Da kommen Habe ich sie zum und Glück noch dann nie gesehen. erkennen sie mich noch und ich bin so, Ich komme in mit der Frieden. Kooperation. Zahlt mir. Ich mache Ja, Werbung für aber- Betreibungsamt. Du wirst verwundert sein, wie viele Leute Schulden haben. Ja, ich weiß es. Ich arbeite im Jeder Gefängnis. Ich Zweite. habe lange im Gefängnis gearbeitet. Jeder Scheiß. Im Freundschaftskreis hast du sicher auch Leute, du redest sie nicht davon. Was Schulden haben? Doch, doch. Mein Kollege ist schon offen. Sie redet Eben. voll direkt Also alles. bei mir auch, es ist so. Das Haar. Sorry. Es ist einfach die DNA von mir in dem Ding. Wenn Das- ich dir, er ist es. Okay, ich bin es. Ich habe nochmal etwas, ein Thema. Hey, was machen wir eigentlich für ein Format? Motzen wir oder diskutieren Wir wir? diskutieren. Jetzt diskutieren wir. Mutz ist das nicht. Motzen ist es nicht? Nein. Okay. Jetzt diskutieren wir nochmal über ein Thema. Und zwar hast du mir gesagt, wegen der Olympiade. Scheiße, ja. Willst du darüber reden? Wie wir Doch, nicht? doch, Wie wir doch. nicht. Es ist doch so etwas umgegangen, der Algerier, die Algerierin. Die, es ist ein Sie. Warum? Ganz ruhig, dass du deine Mutter beleidigt, es Mann. nervt mich, dass es überhaupt in Frage gestellt ist, was sie ist. Wer bist du, dass du überhaupt in Frage stellst, was sie ist? Wer bist du, dass du die Rächerin von der Enterbten da bist, Ich Mann? bin. Shit, Alter. Ich bin Königin von denen. Okay. In Wies. Sie ist die Königin von Von dieser schönen Fahne. Algerien. Wieso Algerien? Was ist sie? Nein, ich meine nicht das, aber egal. Von Olympiade oder was? Ich bin Rächerin. Regenbogen. Wie heisst sie? Ich weiß Das nicht mal, wie weiss sie ich, heißt. Alter. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Ja, krass. Riesige Verteidigung da. Egal. Egal, die Olympiade von der Algerierin. Er oder sie. In meinem Kopf ist es er oder sie. Okay, überzeugt mich von etwas anderem. Warum er? Ich habe es nicht richtig mitgeschnitten. Jetzt lass mich doch schon ausreden. Warum er? Okay. Er oder sie. Warum sie, er? Okay, sie hat einen hohen Testosteronspiegel gehabt und hat boxt gegen andere Frauen. Gegen Italienerin! Und jetzt haben wir das Problem gelöst. Cis hat eine Antipathie gegen Italiener Nein, das und stimmt Italienerinnen. nicht. Sie hat einfach einen Scheissdreck rausgelassen. Sorry, ich schreie Du voll. schreist voll, es juckt mich übertrieben. Wieso? Ja, ich muss das alles schneiden, du machst mir viel mehr Arbeit. Aber Du schrei. musst es schneiden? Schrei. Ja, weil der Pegel dann hure hoch ist. Also schneidest du das raus? Nein, ich tue es einfach ab von der Ach so, Lautstärke. Alles gut, schon gut, du darfst. Okay. Okay. Und dann hast du mir gesagt, wir diskutieren darüber. Ja. So wie ich mitbekommen habe, Ja. hat sie Boxen gewesen. Sie hat sich voll abgeboxt. Ja, Das ganze Thema, nur weil eine scheiß Italienerin abgeboxt worden ist. ja. Sie hat dann, so wie ich verstanden habe, gesagt, das ist ein Mann. Okay, Und dann ist das erst alles in Rolle gekommen. okay. Am Ende des Tages ist es eine Frau. Mit einem zu hohen Testosteronspiegel. Hat sie einen Fuß? Okay, aber du bist da so... Ist sie biologisch als Frau geboren? Ich weiß es nicht, aber wenn es so ist, okay, ja, dann. Okay. Ich könnte auch einen hohen Testosteron haben. Bin ich für dich dann ein Mann? Nein. Warum ist sie denn für dich ein Mann? Wenn, Überhaupt, warum diskutieren wir so Sachen? okay, warte, wenn jetzt ein Mann... Ist doch Wenn jetzt scheißegal, ein wer Mann- was ist. Wenn jetzt ein Mann... Wieso? Der Schweigefuchs, du... Du bist der 4. Türk in meinem Leben, wo man sagt, es soll ruhig sein. Aber red. Okay. Sag den. Wenn ein Mann zu einer Frau wird, oder? Du bist ja die Rächerin von der LGBTQ-Bewegung. Oder? Wenn die jetzt kommt und sagt, ich bin eine Frau, was ist sie denn für dich? Was? Ein Mann operiert sich oder Eine operiert sich? Transfrau. Ja, und sagt, ich bin jetzt eine Frau. Ist Transfrau. Ist es für dich eine Frau? Ja, wenn sie sich so fühlt, ist sie.
Ist sie? Wenn sie auf schwarz auf weiß mir Papier bringt und sagt, ich heiße jetzt Natalie, dann nenne ich sie Natalie. Okay. Dann sage ich ihr sie. aber- Dann sage ich, dann ist sie Genau, sie für mich. weil du ein mega netter Mensch bist Nein. und jeder respektierst. Doch, du bist ein netter Mensch und du respektierst Leute um dich herum. Aber für dich, ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Das ist eine Frau. Ist eine Frau, okay, ist eine Frau. Wenn ich dir jetzt sage, ich fühle mich wie eine Katze, bin ich dann eine Katze für dich? Das Problem ist, das ist nicht biologisch, naturell. Ja? Wir reden von, warum fühlst du dich wie eine Katze? Soll ich mit dir eine Therapie? Warum fühlst du dich wie eine Katze? Was hat das? Ich identifiziere mich mit dieser Katze. Okay, dann mach das. Okay, dann kannst du mir bitte Katze sagen. Was? Kannst du mir bitte Katze sagen? Dann sage ich dir, aber das Problem ist, schau jetzt, wir haben so viel Farbe in dieser Flagge. Ja. Eine Katze gehört nicht dazu. Darf ich dir etwas erzählen? Du darfst mir alles erzählen, Sis. Ich bin am 5 Uhr morgens live gewesen. Ja. Ich nicht. Ich bin am Umscrollen auf TikTok. Es sind so Leute live gewesen. Ja. Hängen geblieben. Sehr wahrscheinlich nicht länger als in die 5. Klasse gegangen. Okay. Schlampen dazu. 2 Bitches. Okay. Die eine hat... Egal, das erzähle ich das anders mal. Ein Schwuler ist da drin. Ja. Ich, voll mit Schwulen verpackt in meinen Freundschaftskreis. Weil Mensch ist Mensch. Fox, Liebe fix. ist Liebe. Bin ich bei dir? Wenn ich verliebt bin in den Baum, ich liebe den Baum. Fix. Ich umarme Bäume. Check so. Das Schon? Liebe ist Liebe für mich. Bist du so die, die Ich am bin. Zürichsee Bäume Ja, wohnt? barfuß. China-Wiese. Erde fühlen. Nein, auf jeden Fall. Er sagt, ich bin schwul. Okay. Egal welchem Kontext, eine von diesen 2 Frauen sagt ihm, das ist für mich nicht normal. Mhm. Warum würdest du gerne von einem Mann gefickt und so? Das ist ja wie wenn du das Verlangen hast, ein Kind zu ficken. Mhm. Ich bin durchgedreht. Okay. Ich bin durchgedreht. Okay. Und Wieso? das ist krank. Okay, warte schon. Ganz kurz. Wenn du pädophil bist, ist das krank Ja, für aber dich? das Kind ist nicht handlungs- und urteilsfähig. Ja, warte schon. Ein anderer Mann kann dir ja sagen, fick mich in den Arsch. Okay. Und schwul sein ist für dich etwas Normales? Ja. Okay. Ich sag Aber wenn du ein Loch in die Wand willst ficken, fix von mir ja, aus. fix bin ich bei Ich dir. weiss nicht, auf was du so stehst. Ich weiss nicht, ob ich das normal würde finden. Ich bin voll der Normal. Ich weiss nicht. Ich stehe auf Frauen. Es gibt... Boah. Ist das also normal? Nein, du hast mich gefragt, ich weiß nicht, auf was du stehst. Ich stehe auf Frauen. Und ich stehe auf nichts abgespaced, was jetzt nicht normal Es geht nicht um ist. das. Ich rede von Frag, direkt. Beispiel. Ein Mann und eine Frau. Ja. Die Frau lässt sich auf den Bauch schießen vom Mann. Ja. Ist das normal? Es- Nur weil es eine Frau und ein Mann ist? Nein, es ist nicht normal. Es ist nicht normal. Aber es ist normal im Sinne von, wenn er gern auf Bauch schießt und sie sich gern auf Bauch schießen lässt, lass sie doch. Juckt mich doch nicht. Wenn er gerne Männer in den Arsch fickt und er sich gerne in den Arsch ficken lässt, dann lass sie doch. Ja, fix. Bin ich ja bei dir. Aha, ich habe Kollege, nicht ich mit mir, weil ich denke. Ey, Aber du kommst mit Katz, Mann. Was für Katz? Ich sag nur, was ich dir sagen möchte. Ich habe extra etwas genommen, dass die ganzen Zuschauer sich echauffieren darüber. Oh mein Gott, er vergleicht das mit dem. Du kannst von mir aus schwul sein, lesbisch sein, auf alles stehen, was du wie willst, solange es, da bin ich bei dir, also solange es einvernehmlich ist, oder? Solange du willst und ich will, macht was ihr wollt. Schießt euch auf den Bauch, schießt euch ins Maul, macht was ihr wollt, ist mir egal. Aber wenn Kinder in den USA sagen, ich fühle mich wie eine Katze, oder ein Kind sagt, ich fühle mich wie ein Bub, obwohl es ein Mädchen ist, und da in der Schweiz, los jetzt schnell zu, Eltern einen Prozess verlieren, weil ein 13-jähriges Mädchen will Hormonblocker nehmen und die Eltern sagen, ey, es ist noch ein Kind, ich will nicht dem Kind etwas geben, was es eventuell später bereuen könnte, dann finde ich das nicht normal. Ich persönlich. Ich kann nichts gegen Transen, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen Lesben, ich habe nichts gegen Männer, die sich wie Frauen, so Drag Queens, habe ich nichts dagegen. Warte schnell. Das eine ist, wie du dich fühlst und das andere ist, was du gerne fickst.
Ja. Das sind zwei verschiedene Sachen. Siehst du, wenn ein erwachsener Mensch, erwachsen meine ich mit dem, dein Hirn ist ausgereift. Wenn ein erwachsener Mensch mir sagt, ey, ich fühle mich nicht als Mann, schon seit immer, ich bin eine Frau. Bro, Sis, was auch immer, mach, Alter. Fix. Ich sag, ich will mir nicht vorstellen... Aber du denkst Warte, jetzt von warte. deinem Kind. Ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, im falschen Körper geboren Ich zu sein. auch nicht. Es ist sicher übertrieben schlimm. Und ich möchte es nicht verharmlosen. Und ich sage nochmal, ich respektiere wie alles. Aber ein Kind hat noch nicht das Urteilsvermögen, so etwas zu entscheiden. Fertig. Aha, Und ja, dass das dass Eltern in der Schweiz einen Gerichtsfall verlieren gegen ihre 13-jährige Tochter, finde ich nicht normal, wegen einem Hype, der jetzt voll aufgebauscht wird. Meinst du, das ist ein Hype oder ist es, das ist eh schon, seit eh und je Es Thema ist seit gewesen? eh und je, aber weißt du, was habe ich aktuell Aber ich das finde Gefühl? nicht, dass es ein Hype Es ist ein Hype. Weißt du wieso? Weißt du, wie definiere ich einen Hype? Jeder hat das Problem, also es gibt sicher Leute, die das Problem haben oder auch schon länger haben, aber jetzt, weil es in Amerika so polarisiert worden ist, kommt man jetzt da an und tut so wie, als wäre es das Normalste auf der Welt. Es ist ja etwas Abnormales. Es ist nicht verkehrt, es ist nicht falsch. Lass mir zu, es ist nicht falsch. Aber es ist nicht der Norm entsprechend. Norm ist, bist du als Mann geboren, bist du ein Mann. Klar, es ist viel tiefgründiger, als dass man so von außen beurteilen kann. Aber jetzt, was mich mega stresst, ist, jede Minderheit hat das Gefühl, wir müssen sie auf ein Podest tun und die Leute, die nicht außergewöhnlich sind, dass ich nicht normal sage, nicht außergewöhnlich sind, müssen sich schon schlecht fühlen, Aber wenn das sie ist- sagen, ich bin halt ein Mann und ich stehe halt auf Frauen. Verstehst du? Man gibt Randgruppen wie das Gefühl, dass die ganze Menschheit so ist. Die ganze Menschheit ist nicht so. Ein Kind muss im Kindergarten nicht lernen non-binär. Sorry, muss es nicht lernen. Vielleicht man muss lernen, dass man so Leute respektieren muss. Ja. Man muss lernen, dass man so Gefühle zulassen darf. Aber man muss nicht jetzt dort hingehen und ein paar Leute, die das voll verherrlichen, müssen dem Kind eintrichtern, dass das etwas voll Normales ist Man will und doch- jetzt mit der Flagge dort Aber rumtanzen. Finde ich man nicht will doch richtig. deinem Kind eigentlich nur das, was ich denke, ich persönlich, man will deinem Kind nur zeigen, es ist okay, so wie du bist. Es ist okay, dass du so fühlst. Ja. Und sie übertreiben dann halt. Genau, so übertrieben. Das Es stresst mich. ist das Weil ein übertrieben. Kind hat nicht das ausgereifte Hirn, das richtig zu kategorisieren. Und wenn dann in Amerika Kinder kommen und sagen, ich bin eine Katze, ist das die logische Schlussfolgerung. Weil ein Kind kann das doch nicht entscheiden oder wissen. Wenn du dich in deiner Pubertät so langsam fühlst, glaub mir, ich bin der Mensch, der dich am meisten respektiert. Bist so, wie du bist. Ich sage immer, du musst nicht anderen recht machen. Wenn du dich wie ein Mann fühlst, glaub mir, ich support dich. Ich heb deine Hand bei deiner Operation. Mach, wenn es für dich stimmt. Aber nicht an Kinder, die noch keine Ahnung haben, wie das Leben funktioniert. Das finde ich falsch. Das sollte man nicht machen. Das ist ein heikles Thema. Brutal heikles Thema, das ist mir egal. Jetzt redet mir, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, wir diskutieren. Ich respektiere jeden Mensch, wie er ist. Du kannst dich operieren, wie du willst. Aber es ist nicht etwas, was man der Gesellschaft oder dem Kind vorgaukeln muss. Es ist das Normalste wie auf der Welt. Was, wenn sich ein Kind dafür entscheidet, weil es jetzt gerade mit dem Hype mitschwimmt und nach 20 Jahren das voll bereut? Es ist seine Sache. Ja, ein Kind. Sag doch. Wenn das Kind in 20 Jahren sagt, Scheiße, was habe ich gemacht, Ja, dann ist es selber schuld. ein Kind. Du bist dem Kind eine volle Verantwortung. Lass doch Kind auch Auto Wenn fahren. das 12-jährige Kind in 20 Jahren 32 ist Ja. und sagt, Scheiße, was habe ich gemacht, selber schuld. Okay, dann lass doch Ist mir 12-jährige Kind Auto fahren. Sie könnte jetzt Nein, Verantwortung wieso? übernehmen. Wieso? Nein. Wieso? Weil es nicht um sie geht. Schau, Schatz Gottes, Autofahren kann andere Menschen beten. Also weißt Ja, könnte einen Unfall versorgen. Fremdgefährdung. ja. Das Kind gefährdet niemand in dem Sinn, dass es sagt, es ist eine Katze. Okay, und Eltern? Verstehst du? Schau, ich sag dir mal etwas. Du bist geboren allein und gehst allein. Ja. Und? Für was ist das jetzt die Erklärung? Das ist die Erklärung für Katze. Wenn das scheiß gottlose Kind
gerne eine Katze ist, dann soll es ein Scheiß gehen. Ich wünsche mir das für mein Kind nicht. Es ist doch nicht normal, dass sich ein Mensch sagt, jetzt ich will Das eine Katze. ist normal. Ein verfickter Mann hat mir mal geschrieben, bitte schick mir deine gebrauchten Socken. Ist das normal? Nein, eben, ich sage ja, der Spagat oder der Grad zwischen normal und abnormal definiert ja jeder selber für sich. Ja. Schau, okay, du hast jetzt vorher das Beispiel gemacht, das finde ich auch spannend, ich will das aufgreifen. Du hast das Beispiel gemacht mit einem Pädophilen, oder? Krank. Okay. Hast du dich nie gefragt, stell dir vor, du wärst so geboren, dass du auf Kind stehst. Es ist... Was soll ich kann mir das so vorstellen. Weißt du, wo die mich gehatet haben da? Ja? Wo ich gesagt habe, Ja, Ja. ich weiß. Aber stell dir vor, sicher brutal schlimm nicht. Ja. Das ist ja wie, es ist eine übertriebene Version von vielleicht früher, zum Beispiel ist es ja auch mega schlimm gewesen, dass Leute, die schwul waren, das ja nicht kommunizieren können. Ich finde das gut, dass sie heute sagen können, ich bin schwul. Ja. Ich bin lesbisch, ich bin trans. Ja. Bis was du bist, ich sage es nochmal. Ich will, dass man mich falsch versteht. Aber ein Pädophile, und ich habe lange mit psychisch kranken Leuten gearbeitet, kann im entferntesten Sinn ja nichts dafür, dass er auf Kind steht. Randnotiz: Wenn du dich auf Kind vergehst, dann bist du für mich der grösste Nuttersohn und solltest in der Hölle verbrennen. Am liebsten würde ich deine Nägel rausziehen und Säure rein tun. Das ist etwas anderes. Aber schau, ich habe lange in der Spitex gearbeitet. Ich hatte eine eigene Spitex. Und ich habe einen Mann betreut. Er war schwul und ist auf Kind gestanden. Auf Jugendliche. So 12-Jährige. Und er war alt, so wie unsere Eltern. Okay, los jetzt zu. Er hat mir gesagt, Hakan, das ist krank, Alter. Das ist krank, dass wenn ich Buben anschaue, dass mich das erregt. Aber... Ja, Doch, wir reden weiter darüber. Jetzt ich diskutieren finde wir. das super grusig gerade. Los jetzt zu. Aber er hat gesagt, ich würde im Leben niemals etwas machen. Ich würde niemals mich an Kind vergehen. Würde ich niemals machen, weil es ist sehr traumatisierend für das Kind. Also unterdrücke ich das wie. Was willst du dem Mann jetzt vorwerfen? Nicht, solange es unterdrückt. Eben, voilà. Oder? Ja. Und Es tut mir leid für ihn. ist er jetzt für dich nicht normal? Aber... Er ist psychisch gestört. Okay. Aber das Gleiche über Trans und über Schwule wirst du nicht sagen? Nein. Wo ist der Grad für dich? Als Kind. Ja, ist schon klar, er macht es ja nicht. Er macht es nicht. Er schaut sich auch kein Pornos an. Eine Frau oder ein Mann, der sich entscheidet, jemand anders zu sein, sich umwandeln in ein anderes Geschlecht, Ja. hat das, ich mache das für sich. Voll. Das ist seine Sache. Ja. Das ist, Hauptsache sie, er ist glücklich. Ja. Oder? Ja. Ein Schwuler, eine Ja. Lesbe, hat das Ja oder Nein von seinem Gegenüber. Ja. Der Pädophile. Er macht es aber... Nein, du vermischst es. Ich habe dir von Anfang an bewusst gesagt, er macht es aber nicht. Trotzdem ist er krank. Er macht es aber nicht. Ja, aber er ist krank. Okay. Und wieso ist er krank und er nicht? Okay, Weil er anderes dran Beispiel. denkt. Anderes Beispiel. Es gibt Leute, die so viel sind. Weißt du, was so viel sind? Ja, Tierficker. Stehen auf Tier. Das ist jetzt für dich auch abnormal. Also, wo hört für dich Normalität beim Sex auf? Wo hört es nicht auf? Wenn ich mir gerne auf den Bauch schiessen lasse, nachdem ich gekommen bin, Mach ist das doch. normal? Mach Ist doch. das normal? Solange jemand Ja und Nein sagen kann. Da innen ist es. Es ist da innen. Schau, ich bin auch voll bei dir. Es ist da innen. Ja, es ist da rein. Und Ja. darum sage ich ja, ob er es macht oder nicht, hat ja nichts mit dem zu tun, ist er krank oder ist er nicht. Ein Vergewaltiger in dem Sinne ist ja auch krank. Ja. Verstehst du? Also du sagst, wenn beide wie sagen okay, Ja. dann ist es okay. Ja. Dann kann man es machen. Ja. Okay, und jetzt sage ich dir etwas, Oh mein okay? Gott, was Fleisch? Ja. Ich ja. hau voll etwas Ekelhaftes rein. Ich wollte nicht kotzen, sicher. Und jetzt Ich sagt will nicht es, kotzen. sagt es Kind, das 15 ist ja ein Kind noch. Für mich ist das okay. Ihr Freund ist 40. Das ist doch krank. Also in meinen Augen ist das krank. Es ist. Der Typ sollte verschossen werden, in Ja, meinen Augen. ja. Okay. Wieso sagst du jetzt, es ist krank, aber wenn ein 15-jähriges Mädchen sich operieren will, sagst du, ja, wenn er in 20 Jahren das Scheiß findet, Es ja geht selber um schuld. sich. Okay, aber die 15-Jährige sagt, es ist okay. Mein Freund ist 40, für mich ist Wir es können okay. nichts machen. Okay, und ist das krank oder nicht? Es ist das 15-jährige Mädchen, Ja. das sich ficken lässt vom 40-jährigen Ja. Mann. Was wollte ich ihr sagen, wenn sie sich ficken lässt?
Aber ist sie krank für dich Nein. oder ist das normal? Nein, Es ist nicht krank. sie ist nicht krank. Er ist krank. Okay, und wie würdest du es belegen? Mit welchem Argument würdest du Weil belegen, sie nicht mal ausgereifte Titten hat. Okay, Und er schwabbelt oder so, keine Ahnung. okay. Aber ein Kind, das sagt, ich bin ein Bub, obwohl es ein Mädchen ist, sagst du, darf sich ruhig operieren? Ja, aber sie ist ja auch nicht krank. Wenn sie sagt, ja, ich will mich ficken lassen mit 15, soll sie sich ficken lassen mit 15. Okay, sie ist nicht krank, sagst du, oder? Nein, er ist krank. Er ist krank. Weil er eine 15-Jährige fickt. Okay. Okay. Spannend. Spannender Wieso? Anhaltspunkt. Ja, keine Ahnung. Was hast du mit 15 gemacht? Schau, ich sag dir, Hakan, was hast du mit 15 gemacht? mit 15? Ja. Keine Ahnung, was ich mit 15 Hast gemacht du schon habe. gefickt mit 15? Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht. Eben, habe ich nicht. Aber, ja. Aber ich habe sicher an Frauen gedacht. Ja, ich auch, Ja. Männer. Ich habe mir sicher auch was abgeholt. Ich Mit wollte 15. nicht über das reden. Ja. Nein, so, aber ja. Aber ja. Ja, Und verstehst du, ein bisschen, wie ich meine? ja ich weiß, was du meinst. Das Aber 15-jährige das Problem Mädchen ist- ist auch krank, weil es vielleicht Papi-Komplex hat und ein Ich habe nicht 40-jähriger... gesagt, sie ist krank. Nein, ich sage aber, ein 15-jähriges Mädchen, das so denkt, ist für mich vielleicht auch krank, weil es den Vaterkomplex vielleicht, den es hat, durch Traumata, durch was auch immer, dass er so will kompensieren. Und ich sage allgemein, um das abschließen, es ist so ein komplexes Thema, dass man es nicht verallgemeinern kann und sagen kann, das ist normal und das ist nicht normal. Weil es so, wie du am Anfang auch gesagt hast, extrem individuell eigentlich ist. Ja. Aber für mich ist das auch krank von einem 15-jährigen Mädchen, so zu denken. Für mich nicht. Nein! Okay? Ich habe mit 16 einen 24-jährigen Mann angeschaut, dass ich 19 bin. Okay. Ich Jetzt- bin voll bei Bewusstsein. gewesen. Okay. Ist etwas mit dem Er, Fall? ja, sicher. Also rumgemacht haben wir damals. Voilà! Okay. Ich bin Jungfrau bis zu meinem ersten Freund. Also Okay. weißt du, Mami, wenn du das siehst, ich bin immer noch Jungfrau. Auf jeden Fall. Ja. Checkst so. Ja. 16 und 24 finde ich auch krank, ganz ehrlich. Ich finde es krank. Ich finde es krank. Okay. Aber, okay. Also auch eher vom Typ dann. Auch eher vom Typ. Aber was unterscheidet mich? Also findest du es nicht krank, dass ich das gemacht habe? Mit 16. Weißt du, Seit- 16, 24 ist ein bisschen anders. Also es ist falsch, es ist für mich falsch, aber es ist anders als 16 und 40. Weil dann versuchst du wie etwas zu kompensieren. Verstehst du? Ein 24-jähriger Mann ist in der Blüte von seiner Zeit. Ein 16-jähriges Mädchen ist Fan vielleicht von Justin Bieber, der 24 ist. Von Zac Efron, der damals... Verstehst du? Ja, ja. Es ist so wie... Aber wenn ein 16-jähriges Mädchen auf George Clooney steht, Wer? denke ich mir so... Schon ein bisschen krank, Alter. Aber du bist dich zu fest mit dem Mann befassen. Wir wollten heute darüber reden. Über was soll ich reden? Ich So kann auch geil. andere Sachen reden. So geil. Das ist so voll geil. Ist geil. Das ist geil. Ich werde sicher voll Hate-Kommentare bekommen. Weißt du wie? Ja, ich voll. auch. Egal. Ich schneide extra Trailer Hä, aber raus. wie ich falsche Sachen sage? Nein, ich Extra schneide Sachen. Trailer raus, wo ich sage, jedes Mädchen, das auf ältere steht, ist krank. Und dann, bevor ich weiterrede, schneide ich einfach und mache als Trailer. Und dann schreiben mir alle, aber mein Freund ist auch... Was könnte man bei mir sagen? Was habe ich so rausgelassen? Keine Ahnung. Du hast gesagt, wenn ein 13-jähriges Mädchen sich umoperiert und dann mit 33 bereut, scheiß drauf, ist sie selber schuld. Dann stelle ich das raus und mache einen Trailer. Und sage, was sagt ihr dazu? Ui! Also- Aber das kommt hure phob, was auch immer raus. Was? Es kommt Das nicht. ist so voll transphob irgendwie. Ey, Ja, es ist. heutzutage... Ich wollte nicht sagen, es ist so, dann ist sie selber schuld. Es ist mir im Endeffekt einfach egal. Ja, sowieso. Sowieso. Aber Und das ist halt ein ich bin Podcast. der Meinung, dass jeder lieben und leben, wie er will. Ja, Balla. solange Solange jeder Ja und Nein. einvernehmlich Ja, ist. genau. Ja und Nein sagt. Weißt, ich sage auch, ich bin wirklich, ich habe vorher ein Beispiel gemacht, aber jeder soll sein, wie er will. Wenn du dahinter stehen kannst, wer bin ich, dass ich etwas sagen kann. Ja. Du kannst dich auch operieren und von mir aus anmalen wie ein Gepard, weil du dich fühlst wie ein Gepard. Solange du mich nicht bissen kommst, wenn ich auf der Straße bin, weil Gepard das so machen, mach. Es ist mir doch egal, Alter. Mach. Willst du dich in den Arsch bumsen lassen von 10 Typen? Mach, Alter. Juckt mich doch nicht, solange du mich nicht zwingst, dich zu bumsen. Wenn du dich umoperieren machst, mach. Alles okay. Aber hört auf, Kind
in etwas hineinziehen, wo ihre Kapazität vom Hirn noch nicht verarbeiten kann. Das will ich damit sagen. Okay. Ich habe auch schwule Kollegen. Wirklich auch Kollegen, wo ich mit ihnen telefoniere und abmache und auch zusammen in die Ferien gehe. Bist doch wie du bist, ist mir doch egal. Solange du ein guter Mensch bist und mich respektierst, ist doch alles voll in Ordnung, Alter. Genau. Aber ein paar Sachen dürfen wir auch thematisieren. Heutzutage darfst du nichts mehr Das Problem sagen. ist eben, ja, aber das Problem ist eben, was mich eben sehr abfuckt, Menschen, die sich nicht wie du damit befassen. Genau. Es gibt Menschen, die wissen 1%. Nicht einmal, ja. Nicht einmal. Und reden, als hätten sie Demokratie erfunden. Beispiel, ich war gestern wieder im Live, dort war eine Transfrau. Mhm. Man darf den Transen nicht sagen, du weißt schon. Das ist wie Schwuchteln sagen. Ja! Man darf Das ist wie nichts Indianer sagen. nicht sagen. Zigeuner. N-Wort. Das Ist mir egal. Klasse Winnetou, Alles das Klasse ja. Winnetou haben sie den Indianern weggenommen, hast du gewusst? Ah, krass. Diskriminierend. Ja, so siehst du. Es ist... Schau, ich... Wir sind in einer Welt angekommen, wo du nichts mehr sagen darfst. Ja, aber dann sag nicht. Sicher sage ich. Nein, Sicher sage ich bin jemand, der sagt. Ich bin wegen dem ich. Aber Und? ich will dich nicht verletzen, bewusst. Schau, es geht ja schon klar, weißt du, sagst mir ja jetzt nicht irgendwie scheiß Türk oder was auch immer. Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel aufregst über einen Türk, sagst du doch der scheiß Türk. Ja. Heißt ja nicht, dass du mich als meine Nationalität, wo ich bin, nicht respektierst. Leute geben, finde ich, Wörter wie zu viel Gewicht. Schon klar, wenn du es im öffentlichen Rahmen sagst, musst du damit wie rechnen, dass etwas wie zurückkommt. Aber heutzutage darfst du nichts mehr sagen. Jeder fühlt sich offended Los und jetzt zu. angegriffen. Das Problem ist eben bei dem, es ist so. Ich war gestern in dem Live-Training Ja. und es war eine Transfrau. Ja. Und der Typ, völlig unterbelichtet, völlig hängen geblieben. Sehr wahrscheinlich wichst er sich ab den Bildern von seinem Kollegen, seiner Mutter ein. Ich Okay. weiß es nicht. So ein, okay. Sagt ihr, hast du denn auch deine Tage? Aber warte, was ist Transfrau? Ist Transfrau, ich bin ein Mann, jetzt bin ich eine Frau, oder ist Ja. es Frau und dann Mann? Ich bin mal ein Mann gewesen. Und jetzt bin ich eine Frau, das Ja. heißt Transfrau. Ja. Okay. Und sagt das, hast du jetzt auch deine Tage? Und Ja. sie spielt halt mit und sagt, ja, du kannst mich dann sogar schwängern. Und er so, Okay, ja. Aber, Und das fuckt mich dann ab. das glaube ich, aber weißt Das nervt. dumme Leute, denen musst du wirklich... Schau, wenn ein dummer Mensch, wenn ich merke, jemand ist unterbelichtet und schreibt auf mein Video irgendetwas, eine Kritik, denkst du, ich nehme das für voll, Alter? Denkst du, das kratzt mich irgendwo an meinem Körper? Aber es nervt. Aber das musst du auch akzeptieren. Das ist auch, wir haben dumme Leute und sie dürfen dumm sein. Ich würde zum Beispiel viel schlimmer, was ich würde empfehlen, ist, dass wir schauen, dass man dumme Leute gescheit macht. Und nicht, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Ja, Fitter Frau oder Männer? ja. Bucht er den Hund fick oder nicht? Es interessiert mich alles nicht. Lieber sollte man gescheiter werden. Ja, einfacher gesagt Warum als da. hat man mir nie beigebracht, wie man Steuern ausfüllt? Ich weiss nicht, wie man ein Feuer macht, Hakan. Nicht. Doch, ich weiss, aber check so. Wie? Soll ich erklären? Ja. Man sucht immer Wald, kleine Hölzli, Ja. dünne Hölzli. Ja. Dann nimmst du die Zeitung. Ja. Dann zündest du die Zeitung an. Wie zündest du die Zeitung an, wenn Mit du kein Stein. Feuer hast? Weil du brauchst einen Funken. Okay, und normale Stein kannst du das machen oder brauchst du Funkenstein? Du brauchst Funken. Und wenn du keinen Funkenstein hast? Dann stirbst du. Nein. Was machst du dann? Du nimmst ein Holz, tust es an und dann nimmst du ein Ah, Holz so. und dann drehst und durch die Reibung Ja. entsteht Wärme. Und unten dran tust du die Zeitung, Ja. dass die Zeitungen die Und Wärme, Und Feuer dann muss etc. es Feuer fangen. geben. Ja. Und dann tust du so fette Teile ran, Ja, weil du brauchst Kohle. ja. Genau. Oder halt Holz. Das weiss ich nur wegen meinem Vater. Siehst Ich kann auch angeln. du? Kannst du angeln? Ich nicht. wünsche mir einen Mann, der angelt, Ich der kann das Schach nicht. spielt. Angeln? Ich schwöre, ich wollte das immer machen, aber ich, Willst du mit meinem Vater angeln? Ballo, komm mit. ich komme schon. Er hat im Moment nicht wirklich Schwiegersöhne oder Söhne, die das können machen mit ihm. Ich würde gerne angeln. Er liebt Angeln. Aber kommst du mit? Sonst Sicher ist es komme ich ein bisschen mit. Cringe. Ich Hä, kann willst du nicht auch mit meinem einmal. Vater angeln? Logisch komme ich Eben. mit. Voll, Ja, gehen wir. also, Ich liebe das ist so beruhigend. ja. beruhigend. Und du sitzt einfach dort. Und die armen Tiere, isst es einfach. Denkst du an die Ich Tiere? scheiß auf dir. Und das findest du respektvoll.
juckt mich, sie können nicht reden. Wow, dann bummst du doch ein Tier, kann ich nicht reden. Niemals. Ja, eben. Wieso denn? Ekelhaft. Nicht normal. Aber kannst du aufschnitzen und essen kannst? Ja, ich schnitze nicht auf. Weißt du, was mich extrem stört? Nicht bei dir, allgemein. Gesellschaft, bei mir selber auch. Wenn ich Gesellschaft sage, meine ich auch mich. Ich bin auch ein Teil von der Gesellschaft. Wenn Leute immer dann ihre Fresse aufmachen, wo sie etwas bewirken können, oder wo es ihnen einfach fällt, aber bei Sachen, die sie sich müssen reduzieren oder mal Hey, ich könnte auch nicht- kürzer ziehen, tun sie nicht. Ich kann auch kein Fleisch essen, juckt mich nicht. Wieso ist es denn? Weil ich es fein finde. Okay, also Ich bin scheiße eigentlich auf die fettleibig. Tiere. Wir kommen wieder auf das Also Thema. scheiße auf alle Tiere eigentlich. Nein, auf Katzen nicht. Ich Okay. liebe Katzen. Okay, Vögel zum Beispiel. Gestern hat mich ein Vogel angeschissen. ja, siehst du wieso? Als Rache für all die Pullis, die verdruckt hast. Sohn, Alter. Ja, und Hunde, hast du das mit in die Türkei mitbekommen? Dass Leute, die Tierhass jetzt Jagd auf Strassenhunde machen und die killen, Ja, das ist gestört. Ich weiß gar nicht, was richtig läuft in der Türkei. ich weiß es auch Du nicht. fasst mich nicht mehr so. Ich weiß auch nicht. Ich bin jemand, ich lese keine Zeitung gross. Ich tue mich auch nicht mit Politik befassen, weil es mich null interessiert. Aber jeder, der Menschen verachtet, sollte einfach meine Eier lutschen und seine Fresse heben, Alter. Jeder, der Tier, also keine Ahnung, Mann. Ich weiß es ja nicht. Ich esse auch Fleisch. Ja, jetzt kannst du sagen, redest so, aber mach selber. Ich Es gibt- esse das Fleisch, aber nein, Hagen, es gibt Haustiere und es gibt Nutztiere. ja, aber auch zum Beispiel jetzt in China essen sie vielleicht Hunde, oder? Wer bin ich, dass ich sage, das ist ein Haustier und das nicht? Wer hat das jemals in die Welt gesetzt? Eine Kuh ist ein Nutztier, das ist wie ein Haustier. Ich sage, mache das, aber wenn du Hunde einfach umbringst und sie wie wegrührst, weil sie dich stressen oder keine Ahnung was, ich habe den Titel gelesen. Hat er gewusst, dass man das in Bosnien schon lange macht? Ich finde es nicht richtig. Also ich auch nicht. Ich finde es nicht Ich bin richtig. das Jahr in Bosnien und ich so, wo sind all die Hunde? Umgebracht worden. Ich bin ein riesen Hundefan. Wirklich? Mega. Mega. Ich liebe Hunde, ich liebe auch Katzen, ich liebe jedes Tier. Ein paar sind Hey, du hast fein. doch gesagt, du scheißest drauf. Nein, habe ich nicht. Also zum Essen. Nein, also ich esse Tier. Es gibt Tiere, die ich esse. Verstanden, so. Ich bin nicht Veggie oder so. Aber zum Beispiel, ich mache ein paar Sachen, ich sage jetzt nicht, ich brüste mich nicht mit dem, aber jeder sollte so wirklich für sich selber machen. Zum Beispiel, ich zahle lieber 5 Stutz für meine Eier, die ich kaufe, aber dafür sind es Schweizer Freilandeier, wo Ja. Hühner können rumlaufen, beste Leben haben und Schweizer Eier. Ich kaufe auch nie, zum Beispiel letztes Mal, als meine Freundin kam, hat gesagt, ich habe schon geschaut, dass das Hackfleisch von der Schweiz ist. Wieso soll ich das supporten, dass in anderen Ländern massenweise Tiere gehalten werden, dass ich in der Schweiz günstig von Polen Poulet essen kann? Ich esse Fleisch, ja, aber ich esse nur Du schaust, was für Fleisch. ja, Schweiz, von der Schweiz und eben bei Eier Freilandeier. Dann zahle ich halt, sorry, ich habe das Geld. Und 90%, die das sich kaufen, haben das auch. Dann geh einmal weniger in den Ausgang, aber kauf dafür wie... Versteht? Eben, ich sage ja, wir machen immer, ich selber auch, unsere Fresse auf bei Sachen, wo es uns nicht schwierig fällt, Rücksicht wie zu nehmen. Ja. Checkst? Aber ich mache meine Fresse jetzt nicht auf, wenn es darum geht, Veggie und vegan sein. Was ja auch gut für Tiere ist. Wieso? Weil ich ein Fettsack bin und einfach gerne Fleisch esse. Aber du brauchst Fleisch. Ich sag, ich bin auch dieser Meinung. Ich bin auch Du dieser brauchst auch Meinung. Milch. Ja? Sonst würden wir alle jeden Knochen brechen, wenn wir eine Tür rauslaufen. Schau, ich kenne jemanden, der vegan geworden ist, wegen der Gesundheit. Er hat gesagt, positiver Nebeneffekt, dass das Tier nicht leidet, aber wegen der Gesundheit. Er hat gesagt, Milch ist ja für Kühe, es ist ja nicht für Menschen. Ein bisschen so wie militante Veganerin. Ist er zum Arzt gegangen, Test gemacht und die Frau ist Kalzium. durchgefallen. Die Frau hat gesagt, wenn du gesund leben willst, fang an wieder Fleisch essen und Milch trinken. Kauf einfach kein verarbeitetes Fleisch. Salami, Poulet-Aufschnitt, sondern wirklich Poulet, Fleisch. Ja. Und jetzt Krass. ist er wie wieder. Krass, Alter. Wir haben ein Thema-Hopping gemacht. Ich glaube, nach dieser Folge verliere ich 30% von meinen Follower. Aber, Und ich bin immer noch Königin von LGBTQ. genau, du bist die Stimme der Die böse Entehrten. Tante. Der Entehrten. Nein, ich mache Spaß. Ich wirke, glaube auf die Leute so, als könnte ich sie in Schutz nehmen, weil ich eine Frau bin.
Ja, und wenn du deine Fresse aufmachst. Ja. Viele Leute sagen ja, Cis ist mein Spirit Animal. Weißt du, Weil was Cis bedeutet? Cis, du hast mir das schon mal gesagt, warte. Cis heisst irgendetwas, irgendetwas Nein, Schatzi, LGBTQ. du bist ein Cis-Mann, ich bin eine Cis-Frau. Okay, also Sie ist Cis geboren ist... als Mann, fühlt sich wie Mann. Okay. Ich bin geboren als Frau, ich bin eine Cis-Frau. Ich bin einfach ein Mann, Alter. Ich hatte auf Tinder Cis. 2 Männer, so schreie ich heute. Ich weiß auch nicht, Mann. 2 Männer haben mir geschrieben, ist das so ein Gender-Ding, das du machst? Ich so, nein, das ist mein Spitzname. Vielleicht soll er mit Z schreiben. Nein. Ich habe nicht einmal Nein gesagt. Ich schwöre, ich liebe, wenn sie sagt, Ja, nein. ja, nein. Was hast du sagen? Ich wollte sagen, ich bin einfach ein Mann. Ich bin kein Cis-Mann, ich bin kein Cis dies, das. Ich bin Heute. einfach ein Mann. Muslim. Ja. Auch ein Thema, das ich gerne habe. Ja? Aleviten, Sunniten. Sunniten, Ja. Schiiten. Ja. Genau das gleiche Thema. Ja, es ist immer. Im Endeffekt sind wir Muslim, alle vom Islam und so. Aber wir unterteilen. Das ist jetzt das, was du gerade gesagt Im hast. Endeffekt sind wir alle Menschen, wir sind nicht Muslim. Im Ja, Endeffekt sind ja, wir nein, alles... Inshallah sind wir alle mal Muslim. Nein, Spaß. Was? Sprich mir nach. Im Endeffekt sind wir alles Menschen. Und es gibt Ja. schlechte Menschen, es gibt gute Menschen. Nein, das finde ich nicht. Es gibt scheiß Moslems, es gibt Nein, gute es Moslems. gibt Es gibt gute Menschen- Christen und es gibt Nutters und Christen. Nein, es gibt Menschen, es gibt schlechte Taten und gute Taten. Okay, schön gesagt, stimme ich dazu. Ja. Jeder Mensch Hat entscheidet etwas Gutes. selber, Ja. ob er schlecht oder gut will sein. Oder ein Mann oder eine Frau will sie. Ja. Ja. Fix? Fix? Wenn jetzt deine Freundin dir sagt, Schatz, ich bin eigentlich mal ein Mann gewesen. Schluss. Wirklich? Sicher, fix. Ich will Kind haben. Sie haben mich heute gefragt, Schatz, würde ich kein Kind mehr wählen, wären wir noch zusammen? Nein. Nein. Ich will auch Kinder, aber Ja. es gibt auch andere Sachen. Es gibt andere Sachen, aber es ist etwas, wo ich nicht ein Lebenstraum ist es nicht, aber ich würde gerne wie wählen. Anderes Ding, wenn wir probieren Kind zu machen und sie kann kein Kind bekommen, dann ist es etwas anderes. Es gibt andere Varianten, dies, das, aber ich stelle mir ein Leben vor mit Kind und ich will Kind und will ja auch eine Partnerin, die das auch möchte. Wenn sie das nicht will, ist das Zeitverschwendung. Weil irgendwann werde ich hässlich sein auf sie, weil sie meinen Wunsch nicht erfüllen kann oder will, obwohl das ja sehr egoistisch ist, weil ich hätte die Chance gehabt, nicht mehr mit ihr zu sein. Ich liebe meine Freundin Max. Max ist die Frau von meinem Leben. Kannst du das rausschneiden und so einen traurigen Sound machen? Ich glaube, mega traurig. Ich bin mega traurig gewesen. Wieso? Keine Ahnung. Was ist, wenn ich kein Kind habe? Ja, und dann ist es so. Nein, ich will aber Kind. Ja, dann lässt dich künstlich befruchten, adoptierst ein Kind. Adoptieren wäre nice. Ja, Das fix. Asian Baby. Es gibt mega viele Wo Kinder, vielleicht gerne Matti hat, nicht wie ich. es gibt, Scheiße, ist und so kein süß. Ritalin muss fressen. Und kein Ritalin muss fressen. Es gibt Kinder, so viele Kinder, die kein Zuhause haben. Also, weißt, es gibt oder Varianten, so, es gibt Arten. oder so wo du- Pflegefamilienmutter. Ja, kannst du auch. Mit so Rebellenkinder. Ich flatter ich sie, wenn sie frech sind. Ja, super. So, weißt du, wer ich bin? Super, brutal. Kommt sicher sehr gut an. So ein 12-jähriges Bub. Du bist voll verliebt. Nein. Nein, sagen wir. Du Aha. bist voll verliebt. Shit, Alter. Selber voll verraten. Du bist voll verliebt. Und bist jetzt ein halbes Jahr mit deinem Freund zusammen. Ja, nein, ich wollte die Frage. Okay, Und erzähl. er sagt, ich will kein Kind. Aber du liebst ihn kaputt. Er sagt fix, ich will kein. Fix, komm mal, was wolle ich will nicht. Was machst du? Ich glaube, bleiben. Bleiben. Ja. Also so krass Kind willst du in dem Fall nicht. Ich will schon Kind. Aber Aber- ich will mit dem Menschen, den ich liebe, Kind. Ich will nicht ums Verrecken ein Kind. Ich sage auch, schau, lieber kein Kind als mit der falschen Frau Kind. Ja. Fix. Da bin ich auch bei dir. Aber wenn. Aber du tust seine Bedürfnisse über deine stellen und das, weil du vielleicht ein People-Pleaser bist. Warum jetzt so? Ich frage dich. Es ist Ja, es ist angriffige, Es ist, glaube korrekte ich, das Frage. Problem ist so. Das Problem ist das. So ums Verrecken Kind will ich nicht, du hast recht. Ja. Es ist nicht so heftig. Okay. Ich bin 30. Ja. Und Frauen in meinem Alter sind so, ich will unbedingt Kind und ich bin so, ich muss nicht unbedingt haben. Ja. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, wäre nice. Mhm. So, aber
Es ist jetzt nicht der grösste Wunsch in meinem Leben. Okay. Also deine Sehnsucht nach einer Partnerschaft, wo du geliebt, geschätzt, respektiert wirst, ist grösser Als ein Kind. als wie ein Kind, dass Ja. du sagst, ich könnte den Traum aufgeben, wenn ich sonst alles habe in einer Partnerschaft. Ja. Okay. Ja, ist ja Aber legitim. wir reden von, er muss perfekt sein. Ja, perfekt. Er ist Türk, Türk, kannst Schach spielen, angelt. angeln, ist gross, Muss nicht unbedingt sein. schlägt dich ab und zu, wenn du nicht Ab gekocht und hast. zu. Daheim. Ja, so. Der richtige Talahon. Ich habe das Wort nicht gern. Ich habe es gewusst. Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es geahnt. Du hast Sachen nicht unnötig. gern, wo Hypen. gerade gehypt Nein, sind. gar nicht. Ich habe mich nicht gern Ich wollte sagen, ja, ich wollte sagen. Ich habe mich nicht gern, was gehypt war. Okay, Ich habe mich bis heute nicht gern wegen dem. Weil es nervt mich. okay. Ich arbeite an einem neuen Ort. Ja. Wie lange haben wir noch Zeit? Keine Ahnung. Okay. Schau mal, wie viel ist. Ich will nicht, dass es abbricht. Es ist 1 Stunde 24. Das ist chill. Okay. Ich kann noch anfangen zu arbeiten. Ja. Wir laufen. Kerzi so, komm, Mitarbeiterin. Bist du nicht? Ich so, ja. Ist okay. Sprich's nicht aus. Ist okay. Bist du nicht Zeit? Nicht. Ich muss es erzählen. Ich bin letzten Freitag in der Stadt. Ja. Du musst mir Ich fette bin mit- Buch einpacken, weißt du? Ja, du Fettsack, Alter. es Fette besser Sau. aussieht. Scheiß Und krank. Hemd aufmachen wegen Türken und Wegen Hemd offen. Türken haben Hemd offen. Okay. Ich kenne 3 Türken, die Hemd offen haben, die jetzt mit mir Kontakt haben. Soll ich jetzt alle fragen? Nein, ist gut. Ich habe 3 Brüder und Die sind alle Hemd offen. nein, nur ich und der Jüngste. Ich und der Jüngste. Jemand hat mir geschrieben, hey, ist alles gut? Oder er hat Selbstmord gemacht. Ich heirate ihn. Der das geschrieben hat. Schon. Ja. Nein! So eine bist. Nein! Okay. Okay, auf jeden Fall. Was soll ich dir erzählen? Zeit. Sagt, ja, wir laufen in die Stadt. Ich bin mit Alihan, meinem besten Kollegen. Ja. Kennst du Dildar? Nein. Der, der Kamelzunge isst? Leute, der Heute gibt es Spätzli mit. Spätzli mit Cola. Ja, ja, der. ja, Und der. dann bin ich draussen, nochmal sein. Peter heisst er. Wir sind draussen, die gematchelt. Weißt du, ich bin auch dabei gewesen, weil Alihan ist mein Bestie und ich Support. unterstütze ihn Ja. halt in dem, was er macht, auch wenn es nicht das ist, was ich gerne mache. Weißt du, so. Ja. Und dann laufen wir so und dann hat einer ihn erkannt, der Dildar. Ja. Und er hat gesagt, oh mein Gott und so. Und dann sagt er so, willst du auch im Live sein? Und dann sagt er so, nein, ich will doch mein Gesicht nicht verlieren wie du. Im gleichen Moment erkennt seine Freundin mich. Ja. Und sagt, oh wow, Cisa. Und ich so, schon gut, ich verliere mein Gesicht auf TikTok. Dann laufen sie weiter und sagt sie, Mann, Schatz, du bist verdammt frech zu ihr. Die ist wäsche berühmt auf TikTok. Er so, wieso, wer ist das? Said. Ey. Ich so, fick deine Mutter. Fick sie. Du scheiß Tamil, ist ein Tamil Wieso? gewesen. Wieso? Fick deine Mutter. Er hat so dicke Scheiben von der Brille. Aber wieso? Weil ich nicht, es geht nicht darum, dass ich nicht sage, also es juckt mich nicht. Wieso? Love you, hä? Hä? Love you. Aber es Hä? geht darum, ich bin ich. Ja, aber warte. Wieso? Hä? Was, wieso? Wieso? Was, wieso? Wieso bist du gerne mit ihm? Kamelzunge. Wieso willst du nicht gerne oder weil Ähnlichkeiten, ich sage dir von Herzen, Sind da. ist um. Ja, ich Ihr weiß. seid der gleiche Typ Mensch. Nicht, ich sehe gleich aus, aber so Typ Findest? im Sinne von. Ich finde, Augen sind auch gleich. Okay, und eben dicke ja. Backen. Und wieso? Wieso stört es dich? Weil- Hätte jetzt jemand gesagt, oh mein Gott, du siehst aus wie Christina Aguilera und es würde so sein. Oder es gibt eine Berühmtheit, Nein, ich will nicht. weil du bist. Ich bin sie so oder so. Okay. Wieso? Was hast du hinaus? Ja, nicht, weil ich weiß nicht, ich vertraue mich gar nicht zu sagen, sonst schreist du und ich muss nochmal runter tun. Was? Weil er ist ein Mann, der sich wie eine Frau Ja. kleidet und Ja. schminkt. Ja. Aber er ist keine Trans-Frau. Er Wo ist Drag Wie? Queen-mäßig. Nein, er ist einfach das, was er ist. Okay, darf er ja auch sein. Ich finde zum Beispiel, muss ich jetzt ihn oder sie sagen? Er. Er. Du kannst aber auch sie sagen. Katz. Miau! Ja, Also, schau, ich sage ihn, habe ich gern. ich auch. Ich kenne ihn nicht, aber ich liebe ihn. Weißt du wieso? vergötter ihn. Weißt du wieso? Wieso? Weil es ihm scheiß Ja. egal ist, was die Leute denken. Ja. Und er ist eine erwachsene Person, die das selber für sich entscheiden kann. Ja. Wenn er da ankommt und sagt, du musst mir ab jetzt sie sagen, ich schwöre, ich sage,
Okay, sagst du Königin. Ich sage Königin sagt, wenn er, sie das will. Ja. Verstehst du? Aber Ja. das ist etwas anderes. Weil der Mensch ist erwachsen, der Mensch kann wie selber entscheiden. Eben. Und- Aber es ist ja eigentlich egal, was... Fuck, was alle sagen. Ich habe schon ein paar Mal im Live schon gekommen, voll gespritzt, ich habe gespritzt. Vom ersten Tag an, Ich habe... ich habe Gurken gegessen. Weil das Ich kenne dem seinen Sohn. ist mein Lieblingsgemüse. Ah, Gurke. Checkst? Ja. Und darum voll Respekt vor so Menschen, die sich nicht durch Meinungen von den anderen beeinflussen Ja. und so sind, wie sie sind. Ja. Und das ist auch ein bisschen mein Problem mit der ganzen Bewegung. Dass so viele Leute etwas sagen, dass vielleicht Kinder Stimmen im Kopf haben, die nicht sein müssen. Aber wer Checkst du, sagt wie jetzt ich zum meine? Beispiel etwas? In den USA ist das ein riesen Hype. Oder das 13-jährige Mädchen in der Schweiz, das den Gerichtsfall verloren Das nicht gewonnen hat. mitbekommen. Hast du Wallah, nicht kann- mitbekommen? Nein, Wallah. Hast du Ja, nicht weil mitbekommen? mich das doch nicht juckt. Ja, aber du bist aber die grösste Freiheitskämpferin da. Nelson befreie Mandela uns von der alle, Leute. LGBTQ. Leute, mich befreien alle. Bald gibt es Merch von mir mit Regenbogenflagge. Was ist Hormon? Ja, was? Was? Nicht, Mann! Es ist... Man lass es doch. Scheiß Kachin. Ja, Scheiße. Hakan, Mann. Was? Das ist nur wegen Was? Katzenfrau. Was? Was ist passiert? Dass es runtergerutscht ist? Mhm. Ja, easy, chill. Das ist das neue Getränk. Jetzt seht mir Getränk. Mhm. Brutal. Ja. Machen wir noch so ein Kärtchen. Nochmal so ein Kärtchen, also gut. Oh, das. 2. Willst du 2? 2. Es ist so je nach Tiefe. 1 ist okay und nachher wird es immer tiefer. Finish the sentences. Beende den Satz. Strangers would describe me as... Mich oder dich? Keine Ahnung, mach. Mich. Also dich. Stranger will describe me as... Calm. Calm. Ja. Ich glaube, du hast ein zu ruhiges Bild von mir im Ja. Fall. Ich bin schon ein Hitzkopf. Ja, ja. Ich bin zum Beispiel einer, ich kann mit meiner Freundin diskutieren, streiten. Nicht, dass es oft vorkommt, aber ich schreie nie. Da bist du schon recht. Ich bin voll ruhig. Ich werde eher kalt. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht Ich hasse schön. kalte Menschen. Ich hasse es auch. Aber ich bin so, ich werde kalt. Ich schreie nicht. Ich schlage nicht. Also voll kein Türk. Shitstorm in 3, 2, 1. Nein. Alle meine Türken hätte ich gern. Alle deine Türken. Wer sind alle deine Türken? Ich kann nicht sagen. Wer hätte ich gern? Also, Ja. look, ich habe eine beste Kollegin, Ja. Merve. Hast Ja. du schon mal von ihr erzählt? Ja. Weißt du noch? Ja. Sie hätte ich gern. Okay. Mein bester Kollege Alihan. Sagt auch, du bist okay. Da bin ich natürlich froh. Wieso? Das ist okay. Das ist etwas Schönes. Also, ja, wenn ich sage, ich gehe jetzt so Hakan, sagt er, schön. Gut, machst du das. So, als wäre mein Vater. Darfst, ist gut, ist erlaubt. Um 10 bist du daheim. Voll der Türk, ja. Aber dann er ist gibt's mir auch noch- sympathisch, muss ich Dann sagen. gibt es noch Berfin, das ist die jüngere Schwester von Merve. Ja. Die hat voll Crush auf dich. Schon? Ja, aber die ist jung. Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch jemanden. Und das sagst du nicht. Nein, Ist das... nein. Das ist niemand. Jemand. Im Live Also. sage ich immer jemand. Okay, also der jemand hat mich auch gern. Ja, Aber du sagst ja, wir sind sympathisch. ähnlich. Ihr seid sehr ähnlich. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, er ist mir auch sympathisch. Jeder, der wie ich ist sympathisch. What is the last thing you lied to your mother about? Weißt du nicht? Ich schwöre, ich weiß es Ich lüge nicht. meine Mutter nicht Ich an. lüge meine Mutter auch nicht an. Also Ich schwöre. Wallah, ich lüge sie nicht Ich an. schwöre, ich ich sage auch ihr nicht. einfach Wahrheit. Ich sage ihr auch die Wahrheit. Wenn, vielleicht als Kind, habe ich mal gesagt, ich habe das nicht gemacht, aber ich lüge meine Mutter nicht an. What are you more afraid of? Failure or success and why? Wieso sollte man vor... Ja, Das ist so dumm. so dumm. Das ist von China. So dumm. Die haben Angst vor... Vor Erfolg. Do I look kind? Nein. Boah. Nein. Boah. Ja, Was ehrlich. ist kind schon wieder? Nicht. Also ich glaube, Mann. Wallah! Wallah Siehst nicht. nicht nett Nein. aus? Nein.
Du siehst nicht Sieht aus. nicht aus. Du siehst nicht aus, Mann. Wie was sehe ich aus? Keine Ahnung, wie eine, die sagt, was sie denkt. Das ist doch nett. Das ist nicht nett. Nett ist doch nicht, dass du sagst, was du denkst. Für mich sieht, weißt du, Wenn ich in einen Raum reinkomme, würde ich sagen, die sieht nicht nett aus. Ja. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich dich sehe, würde sagen, die ist sicher real. Was mir viel wichtiger ist. Weil nette, weißt du, wie nette Leute aussehen? So blond, Sommersprössli. Ich habe auch Sommersprossen. Sagen, ja, aber sagen zu allem ja und haben so eine kleine Piepsstimme. Ich Das kann sind auch so. ein Piepsstimme, wenn ich will. Okay, du siehst nicht aus. Ich will nicht nett aussehen. Ja, Das voilà. war nicht das Ziel von meinem Leben. Ja, eben, voilà. Was regst du denn auf? Die erste Karte sind What viel geiler. subject do you think I thrived in at school? Did I fail any? Was? Irgendein Fach nicht bestanden in der Schule. Französisch. Habe ich schon bestanden, aber am schlechtesten. Eben, siehst du, ich habe recht. Wie kommst du drauf? Keine Ahnung. Weil ich bin Du wirkst nicht so... Türken können kein Englisch und Französisch. Ich kann Englisch, nicht Das übertrieben ist- gut. Aber du bist eigentlich kein Prototyp-Türk. Genau, ja, das ist es. Aber ich kann kein Französisch so gut, weil ich bin in Deutschland geboren. In Ah, Deutschland dort hast du hat man kein kein Französisch. Und ich bin da angekommen, wo es schon 2-3 Jahre Französisch hatten. Ah. Schöner Komprompo, hä? Schön. Do you think I intimidate others? Why or why not? Was ist Intimidate, Alter? Ich glaube, ich schüchtern. Ah, ja. Ja, fix. Why? Weil du das sagst, was du denkst. Mega Und mit einer Energie, mit einer Lautstärke. TikTok. Menschen, Ja. Livestreamer, haben Angst vor mir. Weil Schon. ich eben das sage, Das was sag, ich denke. ja. Wenn du im Live bettelst für Geld, ich gehe live und sage vor 200 Leuten, was für ein erbärmliches Opfer du bist. Und wie du bettelst. Also bitte. Die Leute glauben mir das, weil ich bin wortgewandt, ich bin schlagfertig. Ja, das und dann bist sind alle so, weißt du. Du sollst heute nicht live sein? Wie meinst du? Jemand hat mir geschrieben, hey, es Ich wäre doch eine weiss gute nicht, weil Idee. das Problem ist, es lenkt ab. Kommentare lenken ab. Okay. Kommentare lenken ab. Es können Leute drin sein, die das nicht ernst nehmen. Und jetzt? Mir doch Und so, egal. so erreichen wir die Leute, die uns ernst nehmen, die uns hören wollen. Ja, aber... Das wenn du- andere ist nur Reichweite gönnen. Wir können schon mal live gehen, wenn du willst, aber es ist so... Schreibt doch in die Kommentare, in die 7 Kommentare, ob ihr das fühlen würdet, wenn wir mal live würdet gehen und auf TikTok und einen Podcast wie ihr dort macht und auch interagiert mit den Leuten. Schau, ich sage dir ehrlich, dumme Leute blende ich aus. Ich nicht. Ja, aber das ist ja genau das, die Kombination. Du hast vorher gesagt, was habe ich, wo dich wie komplementiert. Sagen wir das so? Egal. Ja. Wenn, Ergänzt. wenn Leute irgendetwas sagen, die für mich dumm sind, das prallt an mir ab, das juckt mich doch nicht. Wenn du es nicht ernst nehmen willst, musst du es nicht ernst nehmen. Ich kann nicht. Aber wenn du etwas spenden willst, dann gehen wir mit dem Geld etwas essen. Eben. Das ist 30%, was du bekommst. Ja, scheißegal. Ich will nie live gehen. Also nie, ich sage es jetzt. Vielleicht in 2 Monaten bin ich nur live und kann nicht mehr pennen. Ich vor einem halben Jahr, ja. Aber ich habe es so spannend gefunden, was die Frau geschrieben Weißt du, was hat. mir hure gut hat? Was? Was mich von dem ganzen Live-Gehen in der Nacht weggeholt hat? Was? Ferien. Ferien. Meine Ferien jetzt da. Und das ganze, der Sommer, Ja. das Opera Fraufeld, all die Events, wo ich war. Und meine Ferien. Leute sollen sich mehr Pause gönnen und auch nicht so viel am Handy Rausgehen. hängen. Glaub mir, schau, ich hatte jetzt auch lange Ferien gehabt, dann bin ich aufgestanden, dann Handy gerade in die Hand, das erste, was ich am Morgen mache, dann schauen, da ist ein Kommentar, Likes reinkommen, ich poste wieder ein Video, wie gerade wieder mit der Community interagiert. Irgendwann habe ich gemerkt, wie sich mein Mut voll verschlechtert. Und dann habe ich mich so ein bisschen reflektiert, habe gesagt, fix wegen dem. Jetzt, ich stehe am Morgen auf, ich schaue das Handy nicht an, ich hocke 10 Minuten auf dem Balkon und tue so ein bisschen mir überlegen, was erwartet mich heute, was will ich wie machen und wird so wie wach, ohne Nattel, ohne Kaffee, ohne nichts. Ein Glas Wasser, glaub mir, und so Boxenstopps für deinen Kopf und für deine Seele musst du ein paar Mal am Tag machen, sonst dekompensierst Die Pause, die ich gemacht habe, also Pause, du. Ja, Pause, ja. das nicht so ständige Live sein und so, ich war schon live gewesen, hat extrem einen guten Einfluss auf den Content, den ich poste. Ich bin viel kreativer, wenn ich Ja. nicht die ganze Zeit Normal. live bin. Normal. Weil dann erzähle ich das, was ich wie früher erzählt habe. Fix. Weißt, und auch Leute tun das mega
klein reden oder klein denken. Content machen ist auch Arbeit. Ja, für das- den Kopf. Ja, 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 Und wenn ja, du ja. keine Pause gehst, ist ja normal, dass irgendwann wie überhitzt und Ja. nur noch Kacke rauskommt. Ja. Komm, machen noch eine Frage und nachher hören wir auf. Oh mein Gott. Hast du noch irgendetwas sonst zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Was hast du letzte geträumt? Was? Wer? Nein, ich wollte nicht sagen. Ich habe das voll vergessen. Ich habe gedacht, ich bin verheiratet mit dir. Gerade aufgestanden. Ich so, oh mein Gott, nein. Ich? Oh mein Gott, ja. What do my shoes tell you about me? Polly Pocket. Kennst du Polly Pocket? Nein. Ja, du bist ein Mann. Oder was auch ist- immer du dich Ich bin ein identifizierst. Cis-Mann, habe ich nicht gelernt. Aber Was sagen deine Schuhe sagen mir über dich, dass du deinen Style aussuchst, mehr wie du ihn fühlst und nicht was andere denken. Ja. Was nicht heisst, dass dein Style schlecht ist, sondern sonst wären es irgendwelche Marken. Oder wie meine, schau da, Crocs. Weißt du, viele haben gesagt, wie kannst du mit Crocs? Unser Kollege ist verdammt gemütlich. Ich liebe die. Die sind Hure von New York, gemütlich. 795. Love it. Danke für die Werbung. Have you changed your mind about anything recently? Hast du irgendetwas, Ich? deine Meinung? Ja, du. Mach du. Nein, eigentlich nicht. Noch nie, wo du früher gedacht hast, voll so und jetzt denkst LGBTQ for life. Eben, siehst Ich kann das essen. Ich kann wirklich. Weißt du, wer mir das Denkweise geändert hat? Hm? Mein schwuler bester Kollege. du? Ich sage jetzt den Namen nicht. Nein, nicht Edin. Okay. Ich bin mit ihm mit Berufsschule und er ist so neben mir geguckt und ich habe ihn auseinandergenommen mit Fragen. Und dann habe ich ihn kennengelernt und er ist der Inbegriff von einem guten Mensch. Ja. Ich schaue in seine Augen und ich merke, was für positiv. Weißt du, so ein schöner Mensch. Ja. Aber eben, Mensch. Genau. Er hat mir beigebracht, dass es wichtig ist, Mensch zu sein. Egal Frau, Mann. Frau stehen, Männer stehen. Fix, Trans, scheißegal. Mann, Lutsch stehen. jeden Egal. Schwanz oder nicht, ist fuck Ja. egal, wenn du ein guter Mensch bist. Und er fuck ist ein drauf. guter Mensch und er hat mir so weißt du, meine Augenklappe ist so perfekt geht. Ja. Ja. Eben. Dank ihm. Ist auch Ich richtig. liebe ihn über alles. Ich will 100-mal sterben für ihn. Herzig. Sollte auch so sein. Jeder sollte respektiert werden, solange du anderen nicht weh machst oder andere nicht respektierst. Ja. Super gewesen. Jetzt diskutieren wir immer wieder Weißt auf dem du, wer Kanal. jetzt uns haten? Von jetzt mir macht Scheiß doch drauf. Weißt du, kannst alles sagen, gut reden. 100 Leute können sagen, boah, geil, dies, das. Ein paar Leute werden immer sagen, voll Scheiße. Merkst du nicht zum Beispiel auf TikTok, Leute kommentieren, vielleicht denken sie nicht einmal das, was sie kommentieren, aber sie wollen einfach Likes haben. Sie wollen einfach einen Kommentar droppen, wo wie ein Lauffeuer geht und das ist für sie wie Bestätigung. Wie Boiler. Ja, wie Boiler. Oh, what Jeder hat Boiler in der Schule. Ja, genau. So. Ja, voll, At super. this point. Ja. Darum, weißt du, scheißegal. Ja, fuck it. Jetzt redet wir, das ist unsere Meinung, unsere individuelle Meinung. Wir sagen nicht, jeder muss so denken. Wir sagen nicht, wir sind LGBTQ und Anti-LGBTQ Verantwortliche und diskutieren da. Ich bin ein Ally. Ja, du bist irgendetwas. Cis, Nein, Frau, weißt du, was Ally. Ally ist? Nein, was? Das ist so, ich unterstütze die so. Okay. Ich bin ein Ally. Wegen LGBTQ. Weil sie Und nein, LI steht für? Ally, Alibi. Checkst du nicht? Also ich wirklich googeln, für was das steht. Also, Meine checkst du schwule nicht? Kollegen sagen das zu mir. Das Und du ist weißt ein es Ally. nicht? Ja, ich google jetzt. Warte schnell. Vielleicht LGBTQ. Nein. Für das steht das L. Und Nein, es ist I. keine Abkürzung, Schatz. Es ist LI, wie Ali. someone who supports and educates themselves about and speaks out and advocates for LGBTQIA plus people and or. Dein Englisch tönt so, als wärst du ein Türk. Mit diesen Worten sagen wir. Kennst du den Spruch am Schluss? Ally, so. Was? Hast du Ich aufgeschaut? habe aufgeschaut wegen Ohren juckt es mich. Ja, zeig. Es jetzt juckt Du mich. bist jetzt auch ein Ally. Someone who support. Ich support alles, Er was echt supportet ist. Menschen, die gerne Katzen wollen sein. Ich support alles, was echt ist. Ja, brutal. Checkst, Ja. das bin ich. Okay. Jetzt diskutieren wir. Weißt du den Spruch am Schluss, wo ich sage?
Lachen wir miteinander. Wären wir 1940 bei Faust wäre gerade Warte zu Fliegen gekommen. Hey, juckt, ich werde nicht am Arbeiten. Rockefeller. Warte schnell. Lachen wir. Lernen wir voneinander. Lachen wir miteinander. Siehst du jetzt? Endlich! Michael, und das in deinen Tietz rein. Danke Wieso? vielmals Wer fürs ist Michael? Zuhören. Ich sag's dir nachher. Wer ist Rockefeller? Ja, Rockefeller. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Respekt und Love für alle Individualitäten dort draussen. Sind so, wie ihr sind. Scheiß da auf die Meinung. Wenn du eine Transperson bist und das jetzt siehst und nicht kannst mit dem relaten, scheiß auf meine Meinung, bist so, wie du bist. Es Weil tut mir du so leid. weißt am Ich weiß nicht, besten... warum er das Thema ausgewählt hat. Schweigefuchs! Ja, weil es aktuell ist, das Thema. Und man darf doch darüber reden. Ja. Bist einfach so, wie du bist. Respektiere dich, lieb dich, wie du bist. Und scheiß auf Cis ihre Meinung. Oder meine Meinung, wenn du nicht damit kannst, dich relaten. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Mashallah. Ah, das ist okay. Jetzt muss ich zurückschreiben. Oh, dein Handy. Dein Handy. Dein Handy.